kurze Meldung vom Krankenbett. Bin jetzt beim Arzt gewesen, bin seit Samstag ein bisschen lediert. Ich habe 39,4 Grad, wie sich herausstellte. Eine starke Nebenhöhlenentzündung, darum ist auch mein Gesicht so geschwollen. Also, heute der Tag. Ich bleibe im Bett. Ich wünsche euch alles Gute heute auch. Vormittag jetzt bereits bei der Morgensendung, der 16er Burm. Und auch am Abend bei der Pawlatschen. Ich verköstige mich dabei mit so gehört, mit ein paar Antibiotika und sollte dann in ein paar Tagen wieder soweit eigentlich gut sein. Alles, ne? Viert euch, macht es gut dabei. Jawohl, rechtzeitig, rechtzeitig die Flaschen weggeholt. Freunde, grüß euch gut. So, passt auf, ich bin ein bisschen später dran. Ich hab das schon mitgekriegt, nicht, dass ich keine Zeit gehabt hätte. Nein, ich hab mich einfach verwurstelt, verdrödelt. Aber, pass auf, da muss ich die Tür zumachen, da muss ich das Fenster zumachen, da muss ich einen Weinöffner holen. Und dann sind wir schön entspannt. Warte einmal. So, pass auf. Einmal da. So. Einmal da. So. Ich weiß nicht, wo der Flaschenöffner ist. Fixteufel. Wo ist da? Ist er eh? Ist ja alles da. Freunde, herzlich willkommen zur Pawlatschen Nummer 216. Ich hoffe, der Ton passt, man hört mich gut. Ja, ich habe euch schon von Patrick eingespielt, das Video von heute zum Mittag, alles in Ordnung bei ihm, aber halt natürlich, ja, natürlich nicht fähig, irgendwie da gescheit zu agieren. Und, aber man muss sagen, der Patrick, man muss schon sagen, Hut ab auch, wenn der früh, ich habe nur eine SMS gekriegt, für ihn, also WhatsApp nicht, so, ich fahre jetzt zum Arzt, mir reicht's. Und dann, ganz kurz vor 9, bevor die Morgenshow begonnen hat, Shit Schauer, die Morgenshow der 16er Burm, hat er mir das Video geschickt. Also, muss man sagen, da merkt man schon, was für ein Drive in Sachen Social Media der Patrick hat. Normalerweise begrüßt man euch natürlich mit einem Lied, aber nachdem ich jetzt ein bisschen später drauf bin, fange ich mal an mit einem Botte-Link. Na, es ist nämlich so, ich war, ja, jetzt nicht sehr stressig unterwegs, sagen wir es so. Habe alles erledigt, was zum Erledigen war und ansonsten haben wir es gemütlich gemacht. Dann haben wir gedacht, naja, gehst halt um 7:30 runter ins Studio und machst das Ganze. Normalerweise auch wirklich kein Problem. Nur ist es so, ich habe mir gedacht, magst du ein bisschen eine andere Einstellung, nicht? Wenn es schon Solo-Pawlatschen ist, magst du eine andere Einstellung und dann ist schon losgegangen. Ich getaut gespielt, das Licht hat nicht passt, da hat es nicht passt, der Kamerawinkel, die Glotzen wurscht, das spiegelt sowieso immer. Alter, da ist es zugegangen. Naja, bis ich das beieinander gehabt habe, haben wir gedacht, ich müsste mir eigentlich nochmal die Fingernägel schneiden, vergiss es, haben wir aus, die Nase eintropfen, nein, lassen wir aus, geht sich nicht mehr aus. Am Klo war ich noch. Das war jetzt noch meine Leistung, am Klo war ich noch. Dann habe ich mir gedacht, geschwind her, ich spüre euch das Video ein und hole ihn Wein. Und das ist mir noch gelungen. Freunde, das ist mir noch gelungen und ehrlich gesagt, mir steht der Computer zu weit weg für die Kommentare, das werde ich auch gleich ändern. Aber da werden wir Mama da mal anbotteln und ihr habt es eh schon leiwand dem Patrick die Genesungswünsche umgeschickt. Ja, wir hätten ja am Wochenende, waren wir eingeladen, beim Geburtstag von der Oberpawlatschistingerin, der Machercheck quasi vom... Jawohl! Der Machercheck vom Kulturverein, vom 16er beim Fanclub, den ja der Roland Sperg angerissen hat der Sperg übernommen. Also hat die Idee gehabt und gesagt, wir machen einen Fanclub der 16er Burm. Und seine Frau, die Natascha, den 50er gefeiert. Da waren wir eingeladen. Der Patrick, ich sehe gerade, er ist im Chat. Guten Abend, 38,3 Grad. Na, ist schon besser als heute in der Früh. Da waren es noch 39,1. Entschuldige. Kurz bin ich dabei. Jawohl, Patrick. Na, warte mal. Hat jetzt noch keine Luft, aber ist ja wurscht. Da trinke ich jetzt auf den Patrick, dass er sich da kurz eingeklinkt hat.
und mit euch gemeinsam auf alles, alles Gute. Schnelle, rasche Besserung, das ist das Wichtigste. Der Rest steht im Prospekt. Auf den Patrick hat seine rote Achteln, dass er sich nicht mehr gespielt vor lauter Heilenergie aus der Pawlatschen. Auf den Patrick und natürlich auch auf euch. Ist das nachher? Trinken kann ich auch nicht mehr. Weltklasse. Ein Chianti Colle Senesi, Reserva 2020. Den haben wir gekriegt vom großartigen Alexander Hauser. Ich weiß nicht, ob er schon im Chat ist. Alexander Hauser hat uns von seiner Italienreise mitgebracht. Einen Chianti. Einmalig. So, pass auf, jetzt muss ich. Ja, ich muss mit Viere beigen, weil umstellen will ich jetzt nichts. Ich beige mich mal Viere. Ganz geschwind ein Blick in den Chat. Von vorne weg. Michael Unger ist dabei, Wolfgang Grorzka, der Maber, Ludwig Saas, jawohl, Franz Ehm, schönen Pawlatschisti Abend miteinander. Grüß dich gut, Franz. Peter Prachtl, Werner Wichtig, guten Abend, 16er Buben Pawlatschisti, Rudi Korbes, jawohl, der Ackerl, Christoph Acker, Travelvlog. Gute Besserung an Patrick, sagt er. Jawohl, der Christoph Acker, da habe ich heute runtergelohnt. Gigabyteweise Videos, also es wird uns nicht fad auf YouTube, da kann ich jetzt schon versprechen. Auch auf Facebook nicht übrigens, ja, weil also nicht alle, aber doch einige Videos, zumindest Lieder, werden wir auch auf Facebook teilen. Falls wir auf Facebook auch gerne und aktiv ist, auch dort wird es teilen, aber das meiste gibt es natürlich hier auf YouTube. Ja. Grüße, guten Abend, alle miteinander aus Stanz, sagt die Hette, wir grüßen in die Schweiz zur Hette, grüß dich Gott. Karin Albertine Priester, Neugestau, der Landtagsstromer Markus aus nicht Rheinhessen, sondern aus Mittelhessen. Wie habe ich mir das gemerkt? Aus Mittelhessen, nämlich auch der Maber. Servus Maber, ganz großartig. Die Mege Pemperten ist da, großartig. Der Fritzl-Status, guten Abend, die Damen und Herren, guten Abend. Grand Seigneur der Pawlatschen, unser 16 vom Fritzl-Status, Weltklasse, dass du dabei bist. Jawohl. Da haben wir schon, ja, die Besserungswünsche für den Patrick haben wir da, jawohl, einmalig. Der Manfred Graf, euch alle im Chat und besonders unseren 16 ein herzliches Grüße miteinander, jawohl. Manfred, hat mich gefreut, dass wir uns da kurz gesehen haben. Wem haben wir noch? Ohne Kamerakind, Patrick muss der Steurer Martin Wein selber holen, ja. Dann siehst du und gleich ist alles durcheinander, ne? Und schau, da ist er, Alexander Hauser. Alexander Hauser. Der heute meinen Abend alkoholisch auf jeden Fall gerettet hat. Einmalig. Aber die Pawlatschen endet schon erst, wenn dir die Flasche eine leere ist. Naja, es war nie anders. Ackerl, das war nie anders. Musikraum ist da, grüß euch gut, servus, schönen guten Abend, sagt der Markus Pristonik, heute aus Bratislava, wo wir trotzdem der Montagstradition nachkommen auf eine leibende Pawlatschen. Das taugt mir sehr. Taugt mir sehr in Bratislava und sagen, na pass auf, heute gibt es kein Abendprogramm irgendwo in der Altstadt, in der Neustadt oder sonst wo, nein, sondern mit den 16er Buben, in dem Fall halt mit 8er, im Internet. Weltklasse, Christi. Grüß euch, muss ich eigentlich sagen. Der Ulrich hat die Achtleine. Der Ulrich hat die Achtleine. So. Der Wolfgang ist auch da. Guten Abend, Klaus. Guten Abend, Fritz. Guten Abend, Maggie. Gute Besserung, Patrick. Da geht's zu. Wo ist der Ferien soll noch hochleben? Weil da haben wir keine Chorprobe. Jawohl, bravo, Manfred. Und Patrick wird schnell wieder gesund. Sehr gut. Christoph Acker holt sich einen Sauerampf aus dem Kühlschrank, der sich Wein schimpft. Na geh. Da müssen wir uns um die auch kümmern, noch weintechnisch, aber das kann es nicht sein. Das kann es ja nicht sein. Magnus Sterzinger ist da, grüß dich Gott, freue mich auch sehr. Hubert aus Garmisch, jawohl, schau wie weit ich weg bin. Buena Sera Pawlatschisti, Matthias Mariacha, einmalig, auch am Start. Georg Scheurer ist da, aus Venedig noch, nehme ich an, oder seid schon angekommen heute? Nein, seid sicher noch in Venedig auf goldene Hochzeitsreise. Freunde, Georg Scheurer und seine Brigitta, schaut euch das an. Schaut euch das an, in Bella Venezia. Wahnsinn. Goldene Hochzeitsreise, ein goldenes Bild dazu. Ich meine, da muss man eigentlich auch, schau, da, die Gondeln durch Venedig. Freunde, da können wir eigentlich auch nichts anderes machen, außer noch einmal
weil man goldene Hochzeit, 50 Jahre verheiratet, hat es eine, bitte nur einmal, rote Achteln, weil goldene haben wir nicht, für Georg und Brigitta Scheurer, die jetzt aus Venedig, zumindest waren sie in der Früh noch dort, das weiß ich, aber wahrscheinlich auch jetzt noch aus Venedig zuschauen bei der Pavlatschen dabei sind und unsere treuesten Fans. Mit zu den anderen treuesten Fans natürlich dazu, ist ganz klar. Hat es eine nochmal Achteln für die Family Scheurer. Jawohl. So, dann Niederschläger ist unser Principessa. Küss die Hände, küss die Hände. Jawohl, jawohl, Dampfhammer 57, einmalig, der Raffe ist da. Naja, jetzt fühlt sich die Pavlacisterie ein Wahnsinn. Er sagt, buongiorno ragazzi, Pavlaciste da Venezia, Brigitta e Giorgio. Jawohl, alles Gute für den Patrick, einmalig. Klaus, alles was gratis ist, nichts wert, war auf die Musik bezogen. Ach so, in der Früh meinst, was wir geredet haben. Ja, ich weiß, na ja. Nein, das habe ich schon richtig verstanden. Das passt schon, Raffi. Alles in Ordnung, alles in Ordnung. In der Früh haben wir ja ein Gespräch gehabt über das Thema Gratis-Content. War ganz interessant. Wer will, kann sich ja noch anschauen. Ist ja auf YouTube vorhanden und auch als Podcast. Wienerlied Insights. Ich glaube, 6 Abonnenten haben wir schon. Nächste Montags Osterspezial, ja, apropos Gutes, ich sag's Christoph Ackermann, Pavlatschen ist eh klar, Montag. Was allerdings am Montag nicht sein wird, natürlich ist die Morgenshow. Das werden wir eh noch sagen, weil es ein Feiertag ist. Feiertag lassen wir die Morgenshow aus. Aber natürlich, jawohl, Solo Concerto Clauso. Weiß nicht, was heißt, aber es klingt geil. Klingt geil. Fürs Durchhalten, bravo Markus Brisonik, Dankeschön. Also im Namen der Scheurers. Schau, da fallen schon die eine die Achteln. Ja, Klaus spürt was. Ja, ich spüre nicht ausschaffen da. Goschertze von der Beetkanten. Jawohl. Ja, einmalig. So, jetzt bin ich wieder am aktuellen Stand des Chats angekommen, trinke einen Schluck und dann werde ich natürlich was spülen, weil sonst schimpft der Patrick wieder mit mir. Auf jeden Fall ein herrlicher Chante, wie man so sagt in Wien. Aber wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich hab tatsächlich noch niemanden Chante-Song gehört. Ich weiß nicht, ob das wirklich ob das wirklich so ist, dass viel Österreich oder Wiener statt Chianti Chante sagen in Bibione oder so, ich weiß es nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es noch nie vernommen, genauso wie die Eitrige am Würstelstand. Aber ja, aber vorstellen kann ich mir's. Chianti. Ein Chianti Senesi, Reserva 2020. Weltklasse. Produziert in Italien steht da. Prodotto in Italia. Dass ich das überhaupt lesen kann. He? Ja, Weltklasse. Der traurige Moment der Erkenntnis ist immer das 750 Milliliter. Ja, es ist halt ein Bouton. Es nutzt nichts. Es ist ein Bouton. Ja. Was da, wo der Wein vorkommt? Der fährt ausschaffen. Der Patrick ausschaffen, also die werde ich gleich blockieren. So schaut's aus. Was der Goscher dreht. Aber bitteschön. Was wünscht er denn, Patrick? Reiß auch einen Wunsch, wenn du schon redest. Sag auch einen Titel. Im Großen und Ganzen ist da mein Repertoire ja bekannt. Ein Chianti trinkt man zu den Gnocchi, oder? Jawohl, die Gnocchi. Gnocchi ist auch so. Chianti, Gnocchi. Na, einige so italienische Spezialitäten, ja, werden schon verhunzt werden vor einigen, ja. Auf der anderen Seite, ja, wenn es einer nicht weiß, woher soll das denn? Nicht jetzt, jetzt ehrlich, muss man auch sagen. Wenn ich jetzt einen griechischen Begriff kriege für irgendwas, was anderes als Souflaki, wie soll ich sagen? Da wissen die ja auch nicht, wie man es ausspricht. Und dann täte ich halt so tun, als ob es Griechisch könnte. Und dann kommt auch Blödsinn raus. Nicht wirklich dabei. Der Wein ist aus der Toskana. Zwischen Otterkring, Patrick Rutger, Wunschlied, zwischen Otterkring und Lerchenfeld. Jetzt bin ich fett wie ein Radierer, Wolfgang. Ich habe den Patrick gefragt, was er sich wünscht. Das ist ein Wahnsinn. Bin ich wieder fett wie ein Radierer. Also, das hätte ich singen können am Wochenende beim 50er von der Natascha. Weil der Patrick da schon krank war, ist schon daheim gelegen. Und da habe ich ihn natürlich würdig vertreten. Ne? Da habe ich ihn vertreten müssen. Und es war ein Desaster.
So, es war ein leibendes Festel. Aber das war ja das Desaster. In der Morgenshow, wie ich schon gesagt habe, in der Nacht bin ich aufs Klo gegangen. Bin original ausgerutscht. Bin nicht, weil ich angesoffen war, irgendwie deppert gestolpert oder so, weil das habe ich noch nie gemacht. Aber nein, bin ausgerutscht, mir hat es auf die Pappen gehauen und ich habe mir gedacht, naja, das war aber bin nur so ein bisschen hin. Im Nachhinein denke ich mir, wie soll ich ein bisschen hinfliegen? Nicht? Ich meine, wenn sie meine 100 Kilo in Bewegung setzen, halt einmal stunkel. Nicht? Aber ja, es war meine Wahrnehmung war halt so. Und naja, auf jeden Fall dürfte schon ein Schäberer gemacht haben, weil an sich doch das halbe Haus munter war. Und gefragt hat, ob ich Erste Hilfe brauche. Und dann ist es gut gegangen. Aber ich bin dann draufgekommen, also ich habe schon meinen Arm in den rechten ein bisschen lediert. Das ist auch nichts Dings, Prellungmäßig und einen blauen Fleck an mächtigen. Aber ich habe mir gedacht, das ist auch nicht auf so einem Fliesenboden. Jetzt stell dir vor, jetzt tust du da was. Nein, das will man es nicht vorstellen. Der Dr. Lecter aß die Leber seiner Opfer mit Pfefferbohnen und einem Glas Chianti. Matthias Mariacher bringt da gleich Weltliteratur. Oder war das, Schweigen der Lämmer war ja ein Buch, oder? Ist das ein reiner Film? Das weiß ich gar nicht. Naja, gut. Hast du dich würdig vertreten, Patrick, sagt das? Ja, definitiv. Also, mehr Rausch hätte für uns zwei gereicht. So, für den Patrick, jawohl. Heute spürst den Herbst in deine Bahnen, Nebel auf der Brust und auf der Welt. Herbst ist ziemlich oft für unser Ahner zwischen Ottergring und Lerchenfeld. Bladeln tanzen durch die Hasner Straßen und Papierln alles nur kein Geld. Die Liebespaare haben die Park verlassen zwischen Ottergring und Lerchenfeld. Ibenplatz, Liebertstal, Stachendal, der Ort. 100 Wirten waren einmal da und wir waren dort. Brunnermarkt und Rebfallbad, das Leben, das liegt beieinander. Wer am Markt ein Standel hat, der hat einen guten Stand. Und die Häuser aus der Gründerzeit, die Kuchel geht am Gang. Mutter'n sagen Geborgenheit, haben wir Gott sei Dank. Wenig Menschen, nur viel Leid, da kannst du verlieren. Beiseln vor der Traurigkeit und Parkplatz zum Senieren. Kinder spielen im Straßenstaub, Räuber und Gendarm. Trotzdem bin ich, wie ich glaub, doch nur da, daheim. Die kleinen Madeln tragen jetzt dicke Socken und überm Kopf ein schwarzes Regenzelt. Der Wind fährt einer durch die Locken zwischen Ottergring und Lerchenfeld. Die Galiziberg siehst durch einen Schleier, oh, das ist verkühlt jeder Böd. An die Rauchfänge merkst, sie machen Feier zwischen Ottergring und Lerchenfeld. Ibenplatz, Liebertstal, Stachendal, der Ort. 100 Wirten waren einmal da und wir waren dort. Brunnermarkt und Rebfallbad, das Leben, das liegt beieinander. Wer am Markt ein Standel hat, der hat einen guten Stand. Und die Häuser aus der Gründerzeit, die Kugel geht am Gang. Mutter und sagen Geborgenheit, haben wir Gott sei Dank. Wenig Menschen, nur viel Leid, da kannst du verlieren. Beiseln vor der Traurigkeit und Parkplatz zum Senieren. Kinder spielen im Straßenstaub, Räuber und Gendarm. Trotzdem bin ich, wie ich glaub, doch nur da, daheim. Karl Hodener. So schaut's aus zwischen Ottergring und Lerchenfeld. Der Text vom berühmten Wolfgang Bissecker. Walter Bissecker, bin ich deppert? Walter Bissecker, so, dass wir es hinbringen. Woher wusste Klaus die Tonart? Ja, Christoph Acker, ich habe geübt, die Tonart immer dabei.
Ich weiß wirklich oft nicht. Schau, der Uli Slonek, spät, aber doch, muss mich erst an die Wiener Zeit gewöhnen. Uli Slonek aus Helsinki, nach Wien, extra wegen der Paulaner. Servus, Uli, freut mich, dass du dabei bist. Marco Cinelli, grüß dich, Bur, servus, die Madeln, bin gerade erst von der Arbeit heimgekommen. Du bist bei der ÖBB, Marco Cinelli, da kann man nicht von der Arbeit reden. Und zack, und haben wir schon wieder ein paar weniger. Na, natürlich, Marco, leibend das Teig geschüttet hast. Super, freue mich voll. Patrick, gleich mal eine gute Besserung, danke der Schuli. Jawohl. Walter, sagt dir der Patrick. Walter Bissecker, weiß nicht, wie auf Wolfgang komme wieder. Sehr zum Wohl, meine Herrschaften. Jesus, noch, man darf aufs Trinken nicht vergessen. Schau da was an. Ein Chianti. Schau, die Susanne Faber ist auch schon da. Das gefreut uns. Werden wir gleich weiter. Wenn wir schon beim Spielen, wenn ich schon die Gitarre in der Hand habe, dann reißen wir gleich weiter was an. Was willst du denn hören? Was wollen wir denn hören? Jetzt bin ich wieder fett wie ein Radier. Du brauchst dich nicht verstecken, trau die Vierer. Komm her, lass dich anschauen, meiner Söhn. Du kommst mir direkt schief in meine, ja in meine. Du wirst mit jedem Viertel immer schöner. 2 Viertel und du wirst bis wie ein. Ich sauf mich täglich an in einer Tour. Das ist der allerbeste Schönheitskur. Ich habe einen Tonartwechsel dazwischen gemacht. Der hätte nicht reingehört, das hat mich verwirrt. Aber es ist wahrscheinlich, weil das Lied auch nicht wirklich kennen kann. Ich bin heute ein Werner, ich kann nichts dafür. Ich brauch nur um selig zu sein. 2 Fiedeln, ein Klampfen, ein Moor, ein Klavier, ein Glasl für heurigen Wein. Da wär ich wie warisch, ganz wurlert und narrisch, bei sowas, da bin ich ein Grin. 10 Schilling für d'Schrammen und morgen friss ma Grammen, das kann nur ein Werner verstehen, jawohl. So schaut's aus im Schneckenhaus. Wahres Wort locker ausgesprochen. Bravo, Marco. Wäre Marco bei der Deutschen Bahn, würde er bestimmt gerade streiken. Naja, nicht der Österreicher streikt nicht, der ist gleich von Haus, also so wie er ist halt, gell. Schoß von der Mama machen wir jetzt sicher noch, Susanne. Das machen wir heute noch. Jawohl. War in der Früh dabei, dem armen Rutger Maat schon Besserungswünsche geschickt, ja. Der Rutger Maat, ja, den hat es wirklich erwischt, weil, wie gesagt, das war am Samstag schon, also am Freitag. Wer sich erinnert, hat er schon, am Freitag hat er schon bei der Morgen schon gesagt, erst, heute fühle ich mich irgendwie nicht gut. Na, und am Samstag, Sonntag war er schon ausgeschossen. Hat aber geglaubt, naja, das wird sich schon ausgehen für heute, nicht? Zumindest, ja, irgendwie, und nein, es ist schlimmer geworden, aber dann war der Arztbesuch und Antibiotika dabei. Ne? Dann ist gleich ein bisschen besser. Aber da können wir gleich schauen. Patrick, wie schauen wir aus? Morgen noch Schonfrist? In der Früh? Oder willst du schon mit dabei sein? Aber kein Problem, wenn du sagst, nein. Morgen mache ich noch, weißt du, Homeoffice. Patrick ist im Homeoffice, so kann man es jetzt sagen. Der Raffi, Rick Ruben habe ich heute bekommen. Leibwand, Raffi. Bin gespannt, was du sagen wirst. Tolles Buch. Schau, der Wolfgang gerade für ein Glas. Diesmal für ein Glas. 8 Leine, danke schön. Ja. Ja, pulen wir doch dein Gesicht. Ja, das passt auch. Reden wir nicht von Streiks. Am Mittwoch will ich nach Wien. Allerdings fahre ich meist Westbahn. Bravo, Mege. Mege kommt nach Wien. Ja, Ostern ist klar. Das machen wir heute noch. Patrick, was heißt, das machen wir heute noch? Was meinst du jetzt da? Das machen wir heute noch. Weiß ich nicht, was meinst. Ich glaube, du sprichst im Fieber. Was meinst du jetzt? Das machen wir heute noch. Es ging nicht um die Morgenshow. Die Nathalie ist auch da, jawohl. Nudelbusse für den Patrick, Klaus, die alles Liebe und live dabei. Sind's dabei, super. Morgen nach heutiger Sicht dabei. Na, das ist aber leibend. Morgen schon mit Patrick schon. Na wirklich? Na super, na das ist natürlich ein Hit. Ja?
Das ist natürlich Oliver Grün ist auch da, jawohl. Gebeugt mir da dein Gesicht, ich möchte halt fest sein. Nicht wie ein alte Semmel, sondern recht sein. Ich hab heute noch ein Rendezvous und da braucht ich dein Gesicht dazu. Und schmeckt der Weinerisch ein bisschen handig. Mit deinem Gesicht, da bin ich niemals grantig. Ich weiß, dein Gesicht, das ist ein Meisterstück. Und wenn ich heimkomm, kriegst du sicher wieder zurück. Gestern war ich traurig, wie ich mich ins Spiegel schau. Ich denk mir mit meinem Gesicht, na, da kriegst keine schöne Frau. Da plötzlich hab ich eine Idee, die ist doch gar nicht schlecht. Ich frag meinen Freund, ob er mit mir sein Gesicht nicht tauschen möchte. Geburt mir da dein Gesicht, ich möchte heute wirklich einmal fest sein. Nicht wie ein alte Semmel, sondern recht sein. Ich hab heute noch ein Rendezvous und da braucht ich dein Gesicht dazu, jawohl. Und schmeckt der Weinerisch ein bisschen handig. Mit deinem Gesicht, da bin ich niemals grantig. Ich weiß, dein Gesicht, das ist ein Meisterstück. Und wenn ich heimkomm, kriegst du das sicher wieder zurück. Und wenn ich heimkomm, kriegst du das sicher wieder zurück. Und wenn ich heimkomm, kriegst du das sicher nimmer zurück. Wenn ich heimkomm, was ist nicht so. Weil ich geh gemütlich heim, da steckt mir wer am Darm. Ja, Herrgott, na, was hab ich geflucht, was ein Besoffener auf der Gasse sucht. Da hat der Lackel bläht, was suchen sie auf der Erd? Ja, da hab ich diesem Grobian erklärt. Ich suche mein Gleichgewicht auf alle Viere, weil anders find ich's nicht, nein, das Gespür. Ich hab's bestimmt noch gehabt vor einer Stunde. Jetzt gerade dumm, als wie ein Hund. Ich such mein Gleichgewicht, das brauch ich wieder, sonst haut's nach jedem Schritt mich wieder nieder. Und wenn ich's gefunden hab, zahl ich 1 Liter Wein. Fangt er dann wieder an, die umeinander Grölerei. Na, das ist nicht schön, die Leute glauben, ich lern gehen. Weil ich auf die Knie rumrutsch und wie ein Baby die Krawatten lutsch. Da schreit ein alter Mann, so laut als der nur kann. Jetzt ziehen die Leute, die Hund wird Menschen an. Naja, da hab ich über verschaut, weil ich suche mein Gleichgewicht auf alle Viere. Weil anders find ich's nicht, nein, das Gespire. Ich hab's bestimmt noch gehabt vor einer Stunde. Jetzt gerade dumm, alles wie ein Hund. Ich such mein Gleichgewicht, das brauch ich wieder, sonst hat's auch jeden Schritt mich wieder nieder. Wenn ich's gefunden hab, zahl ich 1 Liter Wein. Fangt er dann wieder an, die umeinander Grölerei. Oh Lotterie-Kuckuck, heut bin ich wieder zu, und mir geht's gar nicht ein, so fett kann keiner sein. Oh Lotterie, mun hab a Schädel weh, da ist mir das ganz wurscht, Wette hab ich ja durch. Oh Lotterie-Kuckuck, ich bin schon wieder zu, das ist mein Lebenslauf, dann trink ich noch eine drauf. Im
In meinem Beisel von einem Eck, da sitz ich oft am selben Fleck. Doch in meinem Rausch ist was passiert und ich war wieder schön blamiert. Ein besoffener Mann sitzt vis-à-vis, er erzählt grad seine Philosophie. Nur lauter Blödsinn, was der redt. Ich glaube, ich pack die Geschichte nicht. Und auf einmal erst merk ich, mich trifft der Blitz. Da merk ich erst, dass ich vor einem Spiegel sitz. Oh Lotterie, Kuckuck, oh Lotterie, Kuckuck, heute bin ich wieder zu, ist schon wieder zu. Was geht's gar nicht ein und ihm geht's gar nicht ein, so fett kann keiner sein. Auf einer Party elegant bin ich in meinem schönsten Gewand. Ich nehme mir vor, kein Alkohol. 2 Stunden später bin ich voll. Ich steh grad angestellt beim Buffet. Da vorn tut heut nix weitergehen. Aber mein Hunger, der ist groß. Nach einem Bradl mit der Sauce. Und auf einmal merk ich in meine Toulieu, dass ich genau hinter einem Kleiderständer steh. Oh Lotterie, Kuckuck, oh Lotterie, Kuckuck, ich bin schon wieder zu, ist schon wieder zu. Und ihr geht's gar nicht ein, ihr geht's gar nicht ein. So fett kann keiner sein. Fisch muss gehen, sonst hat das Leben keinen Wert nicht. Fisch muss gehen, der Mensch ist doch kein Pferd nicht, seid's nicht fad. Heut muss eine Stimmung rein, oder du dich um das letzte Gerstl. So schaut's aus im Schneckenhaus, jawohl. Na was, ein Medley. Ein Medley. Ja, mir ist kalt, aber eigentlich schwitze ich auch ein bisschen. Nein, es ist wieder, nehmen wir noch einen Schluck Wein. Das ist nie ein Fehler. Ich habe sogar ein Wasser mit runtergenommen. Schauen wir mal. Herrlich. Das Chianti aus der Toskana. Weltklasse. Weltklasse. Was hat denn der für Oktanzahl eigentlich? 15,5 Volumenprozent. Ja. Ah, leicht ist was anderes. Bravo. Schaut das immer, dass man schön sieht. So, jawohl. So, was haben wir? Die Mama eben sich ist da, jawohl. Ja, wo bin ich, wo war ich denn? Ich weiß gar nicht, wo ich war. Dem Gleichgewicht ist Patrick großzügiger. Großzügiger in welcher Hinsicht? Großzügiger, Franz? Singt er langsamer, lauter? Ja, ich meine, ist auch ein Patrick sehr lieb, ich meine, Alter. Ja. Dem Patrick gefällt es gleich. Na, das hat mir gefällt. Am Samstag in der Nacht, wie ich da aufs WC gegangen bin. Ne? Das hat mir gefällt. Weil, ja, genau, den Patrick auch ohne Wein. Ja. Ich muss im frühen Leben ein Reblaus gewinnen. Die Reblaus könnt ihr mal machen. Ja. Ich glaube, ich muss mir dann die Nase reintropfen, Freunde. Ich glaube, das ist schon ein bisschen eine Allergie, was bei mir zuschlägt. Schaut all mein Stuff. Ist jetzt heute eigentlich eine 8er Pur Pavlatschen, weil der Klaus wieder Solo macht, oder eine 8er Pur Pavlatschen? Das ist eine gute Frage. Beides, glaube ich, eine korrekte Antwort. Habe ich gesagt. Patrick ist ja im Chat mit dabei, was sehr leibend ist. Ich habe das Gefühl, Klaus hat heute nach der Liederauswahl noch was vor. So, was soll denn vor? Habe ich so schnell gesungen vielleicht, oder was? War jetzt schnell? Oder was meinst du? Aufgedreht und gleich super Lied. Na schau, all mein Stuff. Klaus ist heute Weltklasse Musikraum. Naja, du bist halt mein Haberer. Das sieht man sofort, das merkt man schon. Allein schon, wie du die Buchstaben ausschlagst im Chat. Klaus ist heute Weltklasse. Das ist ein Freund. Jetzt kommt gute Laune auf, jawohl. Klaus, ich kann umfallen, wenn ich zu viel habe. Das ist auch ein Vorteil. Ja, stimmt, Raffi. Da haben wir schon geredet einmal. Ne?
Da ist der Ruhestuhl ein Vorteil, aber ich meine, auf der anderen Seite, siehst du ohne ist trotzdem halt. Aber ja, aber klar, man muss es positiv sehen. Man muss positiv sehen. Der Raffi kann sich aussaufen und kann eigentlich nicht fliegen. Wobei, ich meine, wenn du mit dem Ruhestuhl deppert unterwegs bist, da kannst du aber auch ordentlich schleudern, oder? Ich meine, das ist ehrlich. Wenn du da, wenn du da Blätterkanten erwischt hat irgendwas, ne? Und dann kippst du, das ist auch nix. Aber Raffi auf jeden Fall positiv. Wie immer. Wie immer. Unser aller Raffi. Der Raffi ist ein Weltbursch. Er ist ein Weltbursch. Klaus ist einem Element. Welt. Hätte dank der Ski. Wo bin denn ich? Schau, die Achtel von einer. Danke vielmals. Ja. Jesus, das ist eine Farbe. Ein Puls von 44 gehabt. Das ist aber nicht viel. Du musst auch einen Rotwein trinken, Susanne. Der hat, glaube ich, den Blutdruck auf, wenn es war. Also, Blutdruck ist ja, der Puls ist wieder was anderes, gell. Naja, weißt du, da nicht du Racher, Patrick Rutger. Bei der Oktanzahl, ja, da muss ich aufpassen, stimmt. Ein doppler Wein nach der zweiten Strophe. Ja, Entschuldigung, Franz M. Das hast du gemeint, ja. Ich wollte aber, ich habe mir halt gedacht, der doppler Wein, das ist dem Patrick seine Interpretation, die wollte ich ihm nicht nehmen. Die wollte er schlicht und einfach nicht nehmen. Ja, denk an Samstag. Na, Patrick, Rutger, hör auf. Der Wein muss zum Genießen passen. Ein schwacher Wein, ja, ich genieße mehr. Stamperl ist die beste Medizin. Bravo, Michael Unger. Und der Harry Schnelle-Fonte ist auch dabei. Der lustige Klaus, uns Alleinunterhalter. Was lustig, man ja ernst. Du hast lauter Lieder über Saufen gesungen, ne? Das war jetzt gerade das Thema. Ich meine, Entschuldigung, ich glaube, du hast einen Vorsatz. Deswegen, also das hast du gemeint, ich habe noch was vor. Nein, ich habe mir gedacht, ich habe mit dem Thema begonnen, nicht? Eigentlich ist schuld der Wolfgang, weil er sich gewünscht hat, halt bin ich fett wie ein Tier. Nicht? Deswegen habe ich dieses thematisch aufgegriffen und wollte das sozusagen künstlerisch wertvoll interpretieren. Und was macht es? Es macht mir gleich einen Vorwurf. Der muss doppelt performen, bravo hätte ich. Ja, so am Samstag war er doppelt performt. Da hat man eine Orgel bei der Abendmesse spielt, aber gleich weg will, spüle ich mit einem Affenzahn. Jawohl. Ja, über die Stirnfliegen kann auch ungesund sein. Hör auf, Matthias, das ist ein Wahnsinn. Was hältst du eigentlich von Darmseiten? Am Samstag spielten sie Dreisat eine Doku über Paganinis göttlichen Seiten, war grandios. Ja, ich meine, Darmseiten hast du heute nicht mehr. Das Darmseiten, das hat man halt früher verwendet, weil ja anderes Material gefehlt hat. Nicht? Also, heute hast du natürlich Nylonseiten. Darmseiten, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt welche wird schon noch geben. Aber keine Ahnung. Aber ich glaube ich glaube nicht, dass ehrlich gesagt, dass es noch Darmseiten gibt. Und wenn, dann sehr speziell. Also das meiste ist jetzt Nylon und das ist natürlich einfach ein neues Material, das ja viel besser geeignet ist. Und ich meine, wenn man jetzt dann natürlich sagt, ja, Darmseiten sind aber klingen besser oder sonst was, weiß ich nicht. Also ich glaube nicht, dass das wer in einem Blindversuch tatsächlich außerfinden würde. Das, schaut, das ist ungefähr so, kommen wir wieder zu einem Thema, wo ich mich auskenne. Das ist ungefähr so wie das Klischee, schwächerter Bier ist nicht gut. Und bei Blindverkostungen ist das schwächerter Bier immer unter die Top 5. Immer. Immer. Und tatsächlich ist so, ich glaube, schon mal gesagt, ich habe einmal geschenkt gekriegt, so eine Paletten, Dosen Bier schwächerter. Da haben wir gedacht, Jesus, nein. Wie kriege ich das los? Ne? Wie kriege ich das los? Und dann habe ich gesagt, na gut, müssen wir es halt trinken. Und auch jeder, der es gekriegt hat, wir waren alle begeistert. Es war wirklich gut. War wirklich gut. Haben wir gesagt, das ist nur Klischee. Es hat einen schlechten Ruf. Aber bei Darmseiten, ja, schau, der Patrick schreibt, die Darmseiten gibt es. Ob es besser sind, weiß man nicht. Ja, früher hat man sich auch die Tennisschläger mit Darmseiten gespannt. Ja, das ist immer eine Frage, aber wie dann als dann die Kunststoffseite oder das halt aufgekommen ist und dann der Nylon, dann ist das natürlich schon eine andere Sache. Ich meine, bei Darmseiten, die werden schon die haben sicher ihre Arbeit getan. Ich weiß ja nicht, wie lange sie gehalten haben, ob das. Ich gehe mal davon aus, dass die Nylonseiten in jeder Hinsicht der Darmseite überlegen sind.
Aber wenn ich jetzt zum Beispiel auf der anderen Seite hergehe und ich habe wirklich ein altes Instrument, zum Beispiel eine Stradivari oder irgendwas, was der Paganini gespielt hat, oder wurscht, ein altes Instrument, und ich sage, ich will ins bestmögliche Original kommen und es gibt Darmsaiten, ja, dann hätte ich das natürlich vielleicht mit Darmsaiten spielen. Aber auch mehr aus Nostalgie oder weil man denkt, das passt halt zusammen, das ist halt so, weiß ich nicht. Ob es aber wirklich einen musikalischen Vorteil hat, ich glaube, dass das eher nostalgisch ist. Ja. Ja. Für die Würstel braucht man den Darm, genau. Die Saiten sind aus Rosshaar. Zumindest bei der Geige, glaube ich. Nein, Christoph Acker, aus Rosshaar ist nur der Geigenbogen. Der Geigenbogen, der ist gespannt mit Rosshaar. Ja. Ja. Bei Geigenseite, wenn man ganz alte Musik spielt. Also historische, ja, schau, Maggie, ne, das habe ich gemeint. Also, wenn du jetzt ein historisches Instrument spielst, kann ich mir vorstellen, dass du sagst, ja, ich will da Originalseiten auf. Ne? Mit Darmseiten darfst du in keinem Veganer-Restaurant spielen, das glaube ich auch nicht. Ja. Ne? Der Harry Belafonte bringt es auf den Punkt. Das ist eigentlich wurscht, weil so manche spielt auch mit Nylonseiten. Ja. Die Varianten, zumindest auf Streichinstrumenten, sind vielfältiger, Marco Cinelli. Weiß ich nicht. Aber was meinst du mit vielfältiger? Die Varianten, ich meine, was für Varianten? Eine Saiten ist eine Saiten. Und es gibt jetzt sozusagen für jedes Instrument mehr oder weniger eine gewisse Anforderung an Saiten, also das, die Länge und auch die Dicke, ne, da kann man sich ein bisschen spielen. Äh, aber ich weiß nicht, was du meinst mit, oder was aus der in der Doku vielleicht war, ähm, dass die Varianten auf Streichinstrumenten vielfältiger sind. Wie gesagt, ich glaube sicher für einen Aficionado, ja, der das einfach gern hat. So wie der Patrick schreibt, Nostalgie ist auch schön, aber ja, nein, es ist, also ich glaube auch, also ich sage mal, auf einer Gitarre, die im 2010er Jahr gebaut worden ist, brauche ich keine Darmsaiten aufzutun. Das ist ein Schwachsinn. Aber wenn ich jetzt natürlich ein original altes Stück habe, wirklich ein altes Stück, in einem Barockorchester spiele, und ja, dann glaube ich, kehrt das zusammen, dann passt das. Aber ja, ich weiß, also wie gesagt, aber ich bin jetzt gespannt, was du meinst damit, dass die Varianten vielfältiger sind, wie sie nicht was. Ja. Die Schwächerte ist doch ein Maurerbier. Ne, Maurer nicht, ne, das ist ganz woanders. Also das Maurerbier im Sinne von Maurer, vom Arbeiter. Ne, es hat einen Ruf. Es hat einen Ruf. Weil so wie der Harry Belafonte sagt, nicht? Schwächert das Leichenwasser, ja? Das hat einfach einen Ruf, das schwächert er. Aber glaubt's mir's? Kauft euch, kauft euch bitte 3 Dosen. Dose ist wichtig, weil die Dose entspricht dem besten Aufbewahrungsgefäß für Bier. Absolut luftdicht, absolut blickdicht, da kommt nichts rein, nichts raus. Heute am längsten ist am besten, kommt dem Bierfass am nächsten. Kauft euch 3 Dosen Schwächerter, hat es euch im Kühlschrank. Und dann, wenn es kalt ist, gebt euch die 3 Krügeln. Und sagt nicht Schwächerter, sondern kostet es einfach und dann reden wir weiter. Glaubt ihr was, das ist ein gutes Bier. Und ich kriege nichts Zeit für Schwächerter. Erst Patrick, das müssen wir ändern. Wir brauchen einen Endorser-Vertrag mit Schwächerter. Seiten sind unterschiedlich dick. Eine Virtuose holt bestimmt mehr raus. Naja, jetzt kommt es drauf an. Das kann natürlich ein Nachteil auch sein, weil die Seiten sind, auch die Nylon-Seiten haben eine unterschiedliche Dicke, weil die ja auch passt sind. Wenn die Seiten jetzt unterschiedlich dick sind, im Sinne von, dass eine Seite nicht gleichmäßig dick ist, dann ist es kein Vorteil. Und ob eine Virtuose mehr außerhält dabei, ich weiß nicht. Weißt du, es kann schon sein, aber oft ist dann auch bei so Dokus oder was, es kommen dann schon ein bisschen so, wie soll ich sagen, ein bisschen so das Wunschdenken mancher außer, nicht von Journalisten, Redakteuren, die wollen jetzt da eine Geschichte aufziehen, weil sie halt eine Geschichte machen müssen und in Wahrheit steht aber gar nicht so viel dahinter oft. Ne? So wie halt in dem Fall vielleicht. Ja. Daher, ich weiß nicht, ob das Gambrinus hat auch einen Ruf, ja, Christoph Acker, aber da muss ich echt sagen, das Gambrinus hat mir wirklich nicht geschmeckt.
Das hat mir wirklich nicht geschmeckt. Aber ein Schwächerter ist nicht deppert. Vollkommen richtig. Matthias Mariacher, da kriegst du einen Punkt. Ja. Ja. Wir werden bald andere Seiten aufziehen, wenn ich nicht bald was spiele. Jawohl, Christoph Acker mache ich. Nein, aber Marco Cinelli, das war interessant, ähm, wer diese Doku und so weiter, weil wie gesagt, es kann schon, es wird auch ganz bestimmt Vorteile geben von einer Darmseite. Das war klar. Aber unterm Strich, ist es so, dass man eigentlich sagt, in der Regel, ja, das war einfach State of the Art, waren Darmseiten, was anderes hat man nicht gehabt und dann wurde Nylon erfunden. Oder halt diese Kunststofftechnik hat dann das revolutioniert und schon hat es anders ausgeschaut. Auch bei den Stahlseiten getan, also bei den Seiten hat sich das entwickelt, ne? Durch die neueren Techniken, die sich dann halt ergeben haben, hat man da einiges gemacht. Aber also wie gesagt, der Darmseite hat seinen Reiz wahrscheinlich, aber ob es wirklich jetzt etwas Besseres ist, das zweifle ich wirklich an. Du kannst einen Ton lieblich klingend oder grob dumpf klingend spielen. Ja, aber das kannst nicht jeder. Also einer, der es kann. Einer, der es kann es mit jeder. Ich sag's einmal so, ja. Ja. Bier ist gut, gebe ich dir recht, Arisch und Afonte, es gehört auch zur Braunion, ja. Das ist der einzige große Nachteil, dass diese wirklich großen Biermarken, also auch die wirklich großen Nachschmecker zur Braunion kehren. Jetzt Heineken. Ja. Der Ackerl ist frech zu Marco Cinelli. Nein, Marco Cinelli, ich finde das hochinteressant und es ist ein spannendes Thema, aber und das, was ich sage, muss jetzt nicht stimmen. Nicht? Aber oft holen Redakteure, Journalisten, die selbst wahrscheinlich gar nicht Musiker sind, holen da irgendwas außer, was halt dann sich gut erzählen lässt. Nicht? Das kann man rausholen, dass das kann, also ein Virtuose spielt da auf dem billigsten Wirtshausschranken, wo die Seiten 13 Jahre alt sind und halt einfach nur noch nicht gerissen sind, aber sonst nichts mehr kennen, spielt der Virtuose. Sowieso. Alles. Und du wirst Flachling. Ja? Also daher, ich bin da immer skeptisch. Nicht? Also gerade wenn man dann sagt, das war früher, Darmseiten war viel. Warum soll das früher besser gewesen sein? Das gibt es manchmal, ja, aber warum soll es früher besser gewesen sein, wenn sich die Technologie doch entwickelt hat? Ja. Manche machen auch mit dem Darm Musik. Wolfgang, das ist richtig und auch das ist eine hohe Kunst wahrscheinlich. Ich finde das interessant. Danke Marco Cinelli für dieses Thema. Ich werde auch mal ein bisschen recherchieren, aber wie gesagt, erfahrungsgemäß ist alles immer recht simpel. Recht simpel und einfach und das ist natürlich keine Geschichte. Simpel und einfach ist keine Geschichte und eine Doku oder da muss man was, das gibt ja über Stradivari, was da gibt für Geschichten, was der gemacht haben soll mit dem Holz, von Blutlackierungen angefangen bis was weiß ich wohin. Wahrscheinlich war er einfach ein guter Instrumentenbauer, das richtige Holz erwischt, der Klick gehabt und hat halt viel gebaut und es sind einige haben überlebt und er war halt einer, der halt gut war und viele gebaut hat. Dadurch hat es dann mehr gegeben und es hat sich durchgesetzt. Ich will das nicht schmälern, was er gemacht hat, aber ich glaube nicht, dass da, was sollten mehr gewesen sein, außer dass er wirklich einfach sehr gut war. Ein sehr guter Geigenbauer. Und hat er da Gefühl gehabt fürs Material, wahrscheinlich, dass er wirklich genau das richtige Holz und das alles zusammenpasst hat. Der war halt ein herausragend guter Geigenbauer. Aber was da, aber man, damit wäre eine Doku zu Ende. Ne? Ja, der war einfach gut. Das ist zu wenig. Man braucht eine Geschichte. Da muss also irgendwas Mystisches. Ne? Da muss irgendwas müssen sie erfinden. Was hat der gemacht, der Stradivari? Irgendwas muss der irgendwelche Beschwörungen oder weiß ich nicht was, oder Tinkturen verwendet haben und so irgendwie. Ne? Nehme ich einmal an, dass das so ähnlich ist und eben auch dann mit eine Geschichte über die Darmseiten. Also du sagst, eigentlich ist, das war nicht so, wie wenn du sagst, naja, heute fährst du ein Auto mit Alufelgen und sagst, naja, aber früher und die Stahlfelgen waren viel gescheiter oder da hat man mehr Interpretationsmöglichkeiten gehabt.
Oder was soll, das macht auch keiner. Nicht? Du hast die Stahlfelgen gehabt, nicht? Weil Alufelgen, das hätte damals, das hätte einfach, das war finanziell nie gegangen. Nicht? Und irgendwann durch die Verarbeitungstechnik, die sich entwickelt hat und so weiter, dann haben wir gesagt, na, jetzt kann man Alufelgen auch machen. Nicht? Aber es käme keiner auf die Idee, sagen, nein, ich fahre Stahlfelgen, weil, ich meine, entschuldige. Ich meine, es sei denn ein Oldtimer, aber da sind wir wieder bei der Geschichte, das ist mehr Nostalgie. Ne? Wo so. Bei Bier bitte aufpassen, die Wissenschaft hat herausgefunden, dass oft das letzte Bier schlecht ist. Die Wissenschaft kann mir in den Arsch lecken, weil oftmals ist auch das letzte Achtel schlecht. Darmsaiten sind eigentlich nur für Geigenspieler relevant, wenn sie alte Musik bei zum Beispiel Kammerton 415 spielen. Achso, ja, nein, siehst du, was ich gemeint habe mit Barock oder was, ja. Wenn natürlich die Herz, ja, alles was unter 440 Hertz ist, verstehe ich, ja. 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 Streuseiten auf der akustischen Gitarre, ja, wobei man aufpassen muss, du kannst ja nicht jede Gitarre mit Streuseiten bestücken, sondern es müssen schon Gitarren sein, die gebaut wurden für Stahlseiten, weil eine normale klassische würde dann vielleicht würde zerrissen werden, weil der Zug dann doch um einiges stärker ist bei Stahlseiten. Aber es ist wieder andere Technik, anderes Instrument im Prinzip, anderes Thema, ja. Ja. Zur richtigen Zeit, zur richtigen Holz gehabt, so ist es. Ja, so wie der Patrick fragt, sind die alten Harmonikers besser? Hat das Glück, ca. 100 oder mehr gespielt zu haben? Ja, na, locker, genau. Und da ist auch die Frage, was ist besser? Nicht? Ein Freit, eine alte Harmonika, die nicht hin ist, macht natürlich eine Freude, das ist einmal ganz klar. Aber ob es besser ist, ich weiß es nicht. Ja, die neuen Klingen ausgehen. Naja, es muss irgendwas. Es ist ja. Ich meine, weil sonst war das ja ein Rückschritt, was der Mensch macht. Nicht? Und wenn du nämlich dann, wenn du sagst, oh, jetzt haben wir auf Geigen gespielt, mit Darmsaiten vom Stradivari und das sind die Besten, das sagen wir heute. Aber früher haben sie vielleicht gesagt, der Stradivari, da putzt die. Nicht? Weil ich spiele die Geigen vom, weiß ich nicht, von seinem Urmaster oder irgend sowas. Immer die Frage aus welcher Zeit. Schau, die Wildkeit ist da ja wohl. 13 alte Harmonikas hat er noch, der Patrick. Die Lackierung des Holzes und so weiter, ja. Aber das hat auch jeder Meister, hat seine Lackierungen gemacht und seine Öle. Und das, der Stradivari war einfach gut. Punkt. Ich glaube wirklich, dass nicht mehr dahinter ist. War einfach ein herausragend guter Geigenbauer. Und so wie bei Paganini, wenn man sagt, ich weiß nicht, ob der Paganini war sicher herausragend gut, aber der Beste, aber wir wissen es nicht. Es gibt ja Erzählungen, Geschichten, er war definitiv ein guter Showmaster. Er hat sich gut verkaufen können. Sicher war er gut, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber er war ein Showmaster. Genauso Franz Liszt. Franz Liszt war natürlich auch ein herausragender Komponist und erst recht Pianist mit seinen großen Händen und alles. Nur, er war halt auch eine Erscheinung und er hat gewusst, diese Erscheinung auch darzubringen. Nicht? Er hat gewusst, wie er Marketing macht, wie er Show macht. Das ist nie anders gewesen früher wie heute. Glaubt's mir nicht. Da war nie ein Unterschied. Ja? Ja, im täglichen Gebrauch spielst du am liebsten auf der Neichen, Patrick, genau. Wie alt ist die Mandoline? Welche meine? Oder überhaupt? Das Instrument weiß ich nicht. Wie alt das ist. Ja, die Wildcat fragt, der Patrick ist im Chat dabei. Patrick liegt mit Fieber daheim. Aber im Chat ist er live dabei. Chat Atkins hat sicher mit jeder Seite spielen können. Raffi, das ist ihm die Antwort. Ja. Ein guter Spieler, ein guter Musiker kann nur noch mal mit dem Instrument was rausholen. Ne? Das ist so. Und darum wäre ich jetzt auf guter Musiker machen und spielen wir was. Gerade die Stradivari sind für Darmsaiten gebaut worden. Naja, Marco Cinelli, es hat damals nichts anderes gegeben wie Darmsaiten. Also zum Beispiel, wenn sie das gesagt haben in der Doku, dann weißt du, dass die Doku, dass die, was da recherchiert haben, keinen Tag gehabt haben. Weil Stradivari, ich weiß nicht, wann der Stradivari war, ich weiß es wirklich jetzt nicht, bevor ich es am Blödsinn sage, aber zu dem Zeitpunkt hat es nur Darmsaiten gegeben. Wenn jetzt der große Wissenschaftler gesagt hat, die sind extra für Darmsaiten gebaut worden, muss ich ehrlich sagen, müsste ich zuerst recherchieren, ob es wirklich nichts anderes gegeben hat. Und wenn ich drauf komme, nein, es hat nichts anderes gegeben, dann gehört einem schon mal eine Überzeugung. Ja?
Ja. Ja, damals waren die Instrumente auch neu, genau, Patrick, das ist der Punkt, ja. Die waren damals auch neu. Ja, ja, das ist so mit einem neuen Auto. Ein Oldtimer macht sicher Spaß, wenn du es als Hobby hast und dann an einem schönen Sonntag mit dem Oldtimer ausfährst. Wenn du einen Oldtimer als Alltagsauto hast und darauf angewiesen bist, wirst du diesen Oldtimer verfluchen und dann steigst du ein in ein neues Auto und sagst Danke. Das ist die Realität. Der Rest ist eben Nostalgie oder besondere Liebhaberei, Aficionados, das verstehe ich alles. Aber jetzt, wenn man von der Praktikabilität, ich hoffe, dieses Wort habe ich richtig ausgesprochen, wenn man von dem ausgeht, dann sagst du, ja, das Neichere, wenn es jetzt wirklich eine sinnvolle Neuerung ist natürlich besser. So sollte es zumindest sein. Es ist nicht immer so, aber im Wesentlichen schon. Ne? Dass du sagst, ja, es ist schon ein Unterschied. Also ein Computer von heute ist halt was anderes als ein Computer von vor 20 Jahren. Da fährt der Eismann drüber, da kann man keiner sagen, der früher war besser. Nein, war er nicht, Punkt. Ne? Und genauso ist es halt auch Motorradl. Ich habe immer viel Motorradl im Chat. Na, Entschuldige, ein altes macht dann Spaß, keine Frage, das ist Nostalgie oder sonst was, aber wenn du sagst, naja, also schön, gemütlich, leibend fahren, in der Spur bleiben, so bremsen, die Sicherheitsaspekte und, die Gemütlichkeit drauf, die Lautstärke oder was weiß ich, was da alles mitspielt. Naja, sagen wir ehrlich, da ist schon also ein Nix besser. Oder gehen wir hin zu einem Sturzhelm, ne? Da ist doch der moderne Sturzhelm, Carbon, Glasfaser oder was weiß ich, was da alles drinnen ist halt, ja, ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, wir kommen drauf. Ja. Beim Stradivari gab es damals keinen Kammerton. Das ist viel zu hoch. Ja, 44 ist auf jeden Fall viel zu hoch. Das ist eine alte Geschichte, Mege, ja, das stimmt wirklich. Ja. Nylon gibt es seit dem 20. Jahrhundert, das ist klar, Wolfgang. Also alles, was davor ist, hat nichts anderes gehabt. Der Matthias Mariacher sagt, die Instrumentenbauschule im Salzkammergut hat vor ein paar Jahren gemeint, dass das Holz für den Klang von Stradivari-Geigen verantwortlich war. Ja, wahrscheinlich. Also, ich sage einmal 99,9%, jedes Instrument, nein, 99% macht das Holz aus. Der Rest ist dann die Kunst, dieses Holz zu bearbeiten und zusammenzufügen. Das ist, also wie gesagt, super in Salzkammer gut, aber das hätte ich auch sagen können. Ja, ich will das nicht abtun, versteht es mir nicht falsch, weil das sind oft so Geschichten, es ist oft ganz simpel. Es ist oft simpel und natürlich, man versucht immer alles so aufzubauschen. Ne? Und das stimmt aber nicht. Natürlich war das Holz entscheidend. Na, was soll sonst sein? Das Ding besteht aus Holz, sonst nichts. Aber das werden sie bei einem Wikinger-Schiff auch sagen. Naja, das Wikinger-Schiff haben wir gefunden. Also wir glauben, dass die Wikinger, wie es gebaut haben, Schiff, das Holz war wahrscheinlich das Ausschlaggebendste. Ja, das echt wird die Leute haben einen Doktortitel. Die das erkennen. Aber ich weiß schon, was du meinst, natürlich, Matthias, dass man sich halt mit dem Thema beschäftigt und ja, na klar, das Holz war es. Aber die Frage ist eben, welches Holz, wie ist bearbeitet worden, was hat er gemacht, wie hat er es geschliffen, wie hat er es bearbeitet und wie hat er es zusammengefügt, wie hat er das gemacht? Ja, also reine das muss schon ein Gespiel gewesen sein auch dabei, ja, sage ich mal so. Der Marco Cinellis hat mit der Doku 2 Musiker auf Darmsaiten gespielt und die Möglichkeiten wie auch Gefahren in der Praxis demonstriert. Ich verstehe. Naja. Nein, es ist sicher ein spannendes Thema, aber ja. Aber wie gesagt, früher hat es Darmsaiten gegeben und dann sind die Nylonseiten erfunden worden. Das ist einfach die Geschichte dahinter. Also es würde heute absolut keinen Sinn machen, Darmsaiten aufzuziehen, um jetzt andere Möglichkeiten zu haben. Außer jetzt eben nostalgische oder dass du sagst, nein, ich will bestmöglich ins Original reinkommen. Sonst sicher keinen Sinn. Ja. Ja genau, die Musik war früher tiefer. Das ist der Kammerton, der ist immer weiter aufgeschossen worden. Und also bei uns eben 440, die Philharmoniker sogar 444. Und ja, die Hochzeit der Musik, die Hochzeit der Musik war im 17. und 18. Jahrhundert. Man kann die Zeit nur bewundern. Musikraum, na das sicher, ja, da war schon, wobei natürlich auf der anderen Seite, ich denke mir halt so, jetzt wirklich, also mittelalterliche Musik, die Renaissance und dann die frühe Barock und so weiter, das kann alles was, ja. Ja.
Heischner Fonti sagt vollkommen richtig, auch mit einem neuen Motorrad kannst du zweimal in 5 Kurven liegen. Ja, das habe ich ja bewiesen. Natürlich geht es. Wie dick hat Stradivari gehobelt? Wie dicht war die Maserung? Welcher Teil vom Stamm wurde genommen und so weiter. Ja, und natürlich, wann wurde es geschlägert? Ja, und das weiß die Wissenschaft auch zum Beispiel, das ist ganz wichtig. Also nicht, nach den Mondzyklen, da fährt der Eisenbahntrieb, also da gibt es keinen mehr, der das lächerlich sieht, sondern das ist ganz streng. Also gerade im Instrumentenbau, aber auch in der ernsthaften Architektur, das allererste auf das auch schauen, nicht? Welcher Baum wann geschlagen wird. Ja. Das Protestlied Rudi Korbes Weltklasse, aber das kann ich nicht mehr. Ja. Die Winsel. Und eines darf man nie vergessen, sagt der Patrick, die persönliche, ja, die persönliche, die persönliche Note, sage ich jetzt einmal, ja. Ja. Ja, genau. Also das Stradivari war einfach, so sehe ich das, ein wirklich herausragend guter Instrumentenbauer und hat wirklich mit Spiel, Erfahrung und Können, der hat halt alles zusammenpasst und der hat genau gewusst, welches Holz nimmt er. Der hat nicht gesagt, das Holz ist gut oder schlecht, sondern für diese Geige nehme ich dieses Holz. Für diesen Korpus nehme ich dieses Holz, für den Steg diese und so weiter. Der hat das genau richtig gemacht. Ich glaube, mehr wird es nicht sein. Ja. Spannendes Thema allemal. Ja. Leider etwas verspätet, hatte doch Besuch. Bravo, Paul Artmann ist da. Servus, Christi Gott. Ja. Eine Gitarre klingt besser, wenn sie 20 Jahre ist. Ja und nein. Also es stimmt schon auch, dass Gitarren, also akustische Gitarren, meiner Erfahrung nach ein bisschen Zeit brauchen, um sich wirklich zu entfalten. 20 Jahre glaube ich nicht. Kommt drauf an. Aber tatsächlich ist, wenn es brandneu ist, also wenn eine Gitarre brandneu sehr gut klingt, dann kannst du davon ausgehen, sie klingt dann erst wirklich gut. Aber es stimmt, sie brauchen ein bisschen, ja. Aus der alten Zeit ein Lied. Mega, das stimmt. Das mache ich jetzt da. Unimaster ist da, jawohl, der Unimaster. Ja. Peter Prachtler sagt, mein 150 Jahre alter Büttner hat 428 Hertz. Na schau. Ja. Gut, ich meine, theoretisch könnte es dem ja sowieso stimmen, wie es willst, aber finde ich leibend, wenn man den halt in der Stimmung, in der Zeit, wo er wahrscheinlich auch baut, weiß ich nicht, baut oder wo er her ist halt, nicht, sagen wir es so. Also ich bin auch ein großer Freund von niedrigen Kammertönen, aber es hat sich halt leider so ergeben, ja. Wie lange gelagert, wie trocken war das Holz? Ich habe Tischlerei gelernt und darum auch sowas wie Holzkunde. Bravo Wolfgang, ja. Und jetzt kannst du dir vorstellen, für einen Tischler ist das schon ein intensives Thema und für einen Instrumentenbauer ist es eigentlich das Thema. Ja. So, na gut, Freunde, dann spielen wir was aus der alten Zeit. Was soll ich reinhauen aus der alten Zeit? Was nehmen wir? Die Ruf- und Leierdienst kann ich nicht spielen, weil der Patrick fällt. Was reißen wir an? Eine alte Stickler, alte Nummer. Lass mich kurz überlegen. Schau, 5 Euro vom Waldgeld. Schleichte Basilikus und los vom Patrick. Waldgeld, ich danke dir schön. Also ich trinke jetzt für den Patrick, gell? Auf dich. Danke herzlichst. 5 Euro. Danke daher. Schau, das tue ich gleich veröffentlichen. Es soll euch allen Vorbild sein. Habe ich schick gesagt, oder? Sagen wir es ehrlich. Beim Tabakraumer kommen die Leute zusammen, beim Pfeifen statt im Lerchenfeld, weil die Feinfeger lyrische mir Tegel draust verkaufen, dann ums teure Geld. Und ein Schmied war sie, der ist gar gespaße, bei dem Madel kaufen der Weißner her. Und grad bei dem Stadl schreit er glanz, Madel hat der Boxpfeff mit gehen. Grad bei dem Stadl schreit er glanz, Madel hat der Boxpfeff mit gehen. Und
der Wohnbauer und der Brotbeschauer gingen ähnlich bei einem Stand vorbei. Die zwei haben keine gute Verstanden, singst, das war richtig Fretterei. Und der Brotbauer macht einen Zuschauer, wie er mit seinem Feuerzeug umspringt. Da ist der Stein zbrochen, der Hundsknochen der Boxfeuer zusammenbringt. Da ist der Stein zbrochen, der Hundsknochen von der Boxfeuer zusammenbringt. Was ist nächst geschehen? Ich hab selber gesehen, was der Schmiedmeister hat aufgebracht. Der hat haben wollen, dass die Tischgesellen nicht Tabak rauchen bei der Nacht. Und die Schmiedshalle hat sein Gesöhnele in der Kohlenkammer gleich entdeckt. Dort der kleine Veidel seit der Boxbeidel in der Kohlenputten drin versteckt. Dort der kleine Veidel seit der Boxbeidel in der Kohlenputten drin versteckt. Jetzt muss ich nur kurz Tonort suchen. Ich probier's in der guten alten Tonort G-Dur. Wir sind wie ein Häuserbahn, das ist eine Pracht. Von früh bis auf der Nacht schaut man in die Gibe an Rotstiften ein. Da wogeln die Gibebeam, dass man glaubt, das Haus fällt zusammen, weil die Kalupen muss baufällig sein. Jetzt lernen die Weiber Radl fahren, bei uns da in Wien. Der nachvierte Hauswirtschaft, das ist modern. Sie fährt am Bicycle lustig herum und der Mann reibt zu Haus Zimmer und Kuchel aus und tragt zum Zeitvertreibs kleine Kind um. Und tragt zum Zeitvertreibs kleine Kind um. Bei uns da im Parlament, da geht's lustig zu. Da streiten's und raffen's schon in aller Frühe. Drum auf dem Rathaus der eiserne Mann, der schaut voll Gift und Galle oben in Sitzungssaal, weil er nicht oben und damit raffen kann. Weil er nicht oben und damit raffen kann. Wenn's Messingsche glanzt und die Vorleute auf der Straßen trinken auch gern einen Wein oder Öl. Sing's an Sorgen, was sie schon, da schreit's gleich und sind gleich drei. Sing's an Sorgen, was sie schon, da schreit's gleich und sind gleich drei. Ja, wenn das Messing schön glänzt und wenn der Handliche tanzt, wenn der Sodliche schreit, dann ist auf den einen nimmer weit. Und vom Pfoten sein Zeigel steht noch drinnen am Graum, ho. Und das eine kann ich sagen, dass noch kein Schönes nie gesehen haben. Und das eine kann ich sagen, dass noch kein Schönes nie gesehen haben. Ja, wenn das Messing schön glänzt und wenn der Handliche tanzt, wenn das Sodliche schreit, dann ist auf den einen nimmer weit. Und vom Vater sein Zeigel steht noch drinnen am Graum. Und das eine kann ich sagen, dass noch kein Schönes gesehen haben.
Und wenn ich einmal gespür, dass mit Füßen nicht mehr dran, dann muss das letzte Gradl her, damit die Rose einen Haben haben. Da muss das letzte Gradl her, damit die Rose einen Haben haben. Ja, wenn das Messing schägelst und wenn der Handliche tanzt, wenn das Sodliche schreit, dann ist auf Wehen nicht mehr weit. Ja, wenn das Messing schägelst, wenn der Handliche tanzt, wenn das Sodliche schreit, dann ist auf Wehen nicht mehr weit. Ich überleg schon wieder, aber die tun nicht beide, die tun nicht. Ach, mörderisch alt. Grad oder ungrad, der was das Glück hat, der zieht wo ein und all das gehört sein. Trost. Jetzt bin ich deppert, grad oder ungrad, der was das Glück hat, der zieht wo ein und alles gehört sein. Der Rast in der Vorstadt, dort rennt der Stoßgrad, kommt Kieber rein und sitzt mir alle beim Wein. Gehst du mit, gehst du mit, gehst mit, gehst mit, sonst geh es ganz allein, sonst geh es ganz allein, sonst geh es ganz allein. Gehst mit, gehst mit, gehst mit, gehst mit, sonst geh es ganz allein, sonst geh es ganz allein bei der Nacht. Zwei Grätzer, die kennen nicht meine Dein, die kennen nicht meine Dein, die kennen nicht meine Dein. Drum kaufen wir uns einen Schnupftabak und schnupfen wir alle drei, und schnupfen wir alle drei ja bei der Nacht. Oh, mir beim Stoß das Geld verspült, da liegt uns gar nichts dran. Da liegt uns gar nichts dran, nein, da liegt uns gar nichts dran. Da fahren wir dann zum Herigen und saufen wir uns da und saufen wir uns da ja bei der Nacht. Wir wohnen schon 25 Jahre in einem Haus. Wir brennen kein Zins, wir ziehen auch nicht aus. Aber Hausherr, sei gescheit, sind da mir nicht die gemütlichsten Leid. Mein lieber Herr, wie schaut's denn aus? Sie wohnen schon so lang in meinem Haus, Sie wohnen schon so lang in mein Quartier und zahlen aber kein Zins dafür. Mein lieber Hausherr, haben's nur geduld, ich wär schon Brennerrahmen meine Schuld, bis einmal Zeiten wieder anders da wär, dann zahl ich meine Schulden vielleicht gern. Mein lieber Heuer, du hast fest sparen und nicht mit allem durch die Gurgel fahren. Ein Glasl Wasser und ein Brot im Mund ist für so einen Hockenstaden gesund. Mein lieber Hausherr, da ist schon spät, wir fressen Händel jetzt mit einem Salat und saufen oder zu einem guten Wein und lassen Hausherren sein. Wir wohnen schon 25 Jahre in einem Haus, wir brennen keinen Zins und wir ziehen auch nicht aus. Aber Hausherr, sei gescheit, sind mir nicht die gemütlichsten Leid. Wer keine Schöling hat und keine Groschen, der kann nicht dudeln gehen und auch nicht waschen. Aber ein Pfrüntner ist oder ein Fürst, der was keiner Wein vertraut, der kehrt in die Würst. Jawohl. Jawohl. Was ist ein altes Lieder-Medley Deluxe? Und ich muss den Finger heben, weil der Patrick ist ja nicht da. 2 Euro vom Christoph Acker. Treberflock Klaus, stets bemüht. Danke dafür. Schau. Na, das ist sehr symbolisch. Auf den
Dankeschön. Das waren jetzt ein Haufen wirklich alte Lieder, sehr alte Lieder. Wahrscheinlich durch die Bank, wo man nicht weiß, wer es geschrieben hat. Ja. Der Rodersmann ist nicht aus Eisen, sondern aus Kupfer. Der Manfred Kraft, schau, das habe ich auch nicht gewusst. Bringt ein Wissen rein. Taugt mir sehr. Der alte Schmied von, nicht von Liebertstal, vom Lerchenfeld heißt das Lied. Der alte Schmied von Lerchenfeld, ja. Ja. Was? Bis ich schreibe, ist das Lied aus. Zwängt der Tour was. Ja, ey, das ist so, das ist immer das Problem. Ja. Aber ich glaube, wir haben da ja, brav die Achteln, 32 Groschen, ja. Achtel von einer. Weißt du was, ich tue mir jetzt auch Wasser einschenken. Weil, man sagt ja oft auch, Wasser ist nicht schlecht. Und weil ich schon beim Thema Wasser bin, die Principessa, Daniela, bist du noch da? Daniela, gib laut bitte, gib laut. Ah, das ist noch, oh ja, prickelndes. Wollte nämlich ein Milch. Jetzt habe ich nämlich die Neichen, die haben schon diese depperten Verschlüsse, was draufbleiben wegen der Umwelt. Da kennt ihr überhaupt gleich. Wer das erfunden oder der Food, das wirklich einfach Anwatschner. Depperter werden es nicht mehr. Das ist ein Wahnsinn. Diese depperten Verschlüsse, ich reiß sowieso runter, weil du kannst sie nicht brauchen. Die hängen da deppert, du kannst nicht aus der Flasche trinken, du kannst nichts einschenken, weil du gleich über den Deckel drüber fährst. Na, das ist ja. Da kriege ich schon gleich wieder. Entschuldigung. Aber das hat noch einen gescheiten Verschluss. Na, da hat wieder die EU, da hat's wieder zugeschlagen. Da hat die EU wieder zugeschlagen. Meisterlich. Und das ist natürlich insofern, wenn wir bei der alten Diskussion vorher anknüpfen wollen, in Sachen alt und neu. Ich meine, seit es sowas wie die EU gibt, muss ich echt sagen, wird es wahrscheinlich stimmen, dass die Entwicklung nach hinten losgegangen ist. Definitiv, das ist unglaublich. Das ist unglaublich, also, und der Flaschenverschluss ist der Beweis. Ist der Beweis. So, wie auch immer, da ist Wuff, Daniela Schlegel ist da. Jawohl. Mir geht's genauso, Peter Bra. Du, ich kenne keinen einzigen Menschen, keinen einzigen, der sagt, nein, das ist super. Die neuen Verschlüsse, das ist super. Das sagt auch jeder, das ist ein Schatz. Sagt nicht einmal, ich kenne nicht einmal einen, der sagt, naja, ist nicht gelungen. Nein, die sagen alle, das ist ein Schatz. Punkt. Das ist das Netteste, Liebeste. Einfach das positivste Wort, das mir einfällt dazu, was ich irgendwo gehört habe, ist, dass das ein Schatz ist. Also was soll man machen? Was soll man machen? So, jetzt einmal einen Schluck Wasser und jetzt, pass auf, die Tanja Schlegel, unsere Principessa und natürlich meine persönliche Wellnessbeauftragte, das weiß sie noch nicht, aber ist sie halt. Ja, ein Wasser halt. Hat mir die Daniela zukommen lassen, weil es bei mir schon etwas weniger geworden ist. Im Packerl, ich wollte sie schon mal aufmachen, aber ich weiß ja, was drin ist. Die Daniela macht ja herrliche Seifen und die in den Genuss immer wieder mal gekommen bin. Am Anfang halt so als Mitbringsel oder halt als kleine Gabe von der Daniela, wo ich mich immer sehr gefreut habe. Aber ich habe mich dann so daran gewöhnt und die meisten Seifen habe ich bei mir in meiner Klause draußen und dann sind sie mir da ausgegangen. Die Safen sind mir ausgegangen. Und jetzt habe ich so ungut wie ich bin, habe ich so bitt und bellt bei der Daniela, dass ich einen Saft brauche und hat es mir nicht geschickt. Und jetzt, ich habe fast ein schlechtes Gewissen, aber es ist so tatsächlich, mein Munkelein hat noch eine gefunden. Also aktuell, die letzte Seife von der Daniela habe ich wirklich jetzt in der Reißen gerade, im Badezimmer liegt. Aber ich bin jetzt schon vorbereitet für die nächste Tasche. Oh, schau her, bist du gescheit? Na ja gut, da komme ich ja ewig aus. Ja, Weltklasse. Weltklasse. Schau, ist das ein Wahnsinn? Ein Wahnsinn. Und wirklich, eine besser wie die andere. Eine besser wie die andere. Ich habe also alles, aber sicher habe ich noch nicht. Bist du gescheit, das hält man auf. Wow, es gibt kein Geruchsinternet, schaut sich das an. Ist das leibend? Aber die sind immer super. Die sind wild. Schau, in rund. Bist du deppert. Und ich stehe auf sowas. Ich stehe wirklich auf sowas. Daniela, ich sage jetzt einmal, boah,
Wieder ganz eigen. Wieder ganz eigene. Greift sie anders da. Super, schau. So, ich meine, ja, ich weiß, manche werden da sein, werden sagen, jetzt, Alter, ich spiele so wieder oder Rätsel oder trink was, aber Saufen ist nicht mein Thema, aber ich sag's euch, Mensch schon. So, Weltklasse. Daniela, danke herzlichst für dieses großartige und großzügige Präsent. 4 Safen, das ist ein Wahnsinn. Schau, der Marco Cinelli sagt auch, Daniela-Seifen sind super, die letzten Rasierseife mit Zitronenduft waren Hammer. Ja. Ja. Ja, was ist da genau? Darum kauft man Glasflaschen, da hat man das Problem nicht. Was ist mit Glasflaschen? Was ist... Ach so, du meinst die wegen am Blau, ja, da hast du recht, da hast du. Du weißt nicht, was denen einfällt. Die sind ja so deppert und dann machen sie es mit Glas, aber da hast du natürlich recht, ja. Aber mir ist lieber, ich kaufe Plastikflaschen, reiß den Scheißdreck runter, auswecker und denk mir, so, das hat's jetzt da volles Kieben. Wirklich wahr. Mit dem depperten Verschluss, wegen der Umwelt, sowas deppert's, habe ich noch nicht erlebt, das habe ich noch nicht gehört. Weil was soll die Umwelt? Der Verschluss ist ja trotzdem da. Ob ich den da oben hängen habe oder nicht. Ob jetzt im Miesgebiet der Verschluss liegt, oder ich habe noch nie gesehen auf der Straße, und mir gedacht, ja, schau, wie viele Verschlüsse da liegen. Habe ich noch nie gesehen. Ja, ist ja wurscht, Kommen wir wieder zurück. Selbstgemacht, Susanne Faber erfreulich. Das hat die Daniela Schlögl macht die besten Seifen. Weil die Haare habe ich so kurz, weil da habe ich keine und die anderen habe ich so kurz, weil es halt Ding, ne? Ja, so. Pavlatsch ist ja kein Geruchsfernsehen. Ja, leider. Aber pass auf, aber weißt du was? Ich werde sowas einblenden wieder mal, weil ich denke mir, das ist leiwand. Das ist leiwand, wenn ich das jetzt mache, meine Herrschaft, wenn ich die Musik taugt, auch wenn ich alleine bin. Glaubst du, ich teile es ja mit Patrick. Seid so lieb, stellt euch vor, der virtuelle Hut geht rum, er wird herumgereicht und haut was rein an Schmattes für die Muse. Aber wenn ich nur halber da bin. Regt ihr nicht über die Deppen so auf. Wolfgang, nehme ich mir zu Herzen. Muss früh raus, geht da die Einsamkeit. Mach ich da. Rudi Korbes, mach ich. Mit großer Freude. Es ist ja wirklich etwas, worüber sich ein Musiker, in dem Fall ein Komponist, wirklich freut und die eigenen Lieder gewünscht werden und natürlich, das macht man dann doppelt gern. Also wie gesagt, seid so lieb, haut eine an Schmattes für die 16er Buben. Wie wir heute schon in der Früh geredet haben bei der Morgenshow, für ein Gratis-Content eine freie Spende. Jawohl. Jesus, na, wann sind wir her, Freunde? Wann ist einmal her? Geht mir gleich wieder sagen, das wäre mit Darmseiten nicht passiert. Und die waren gerissen. Ja, stimmt eh. Das ist, merke ich oft, wenn die Gitarrens, oft ist es wirklich auffallend schlimm, wenn es ums Arschlecken verstimmt ist. Oft schlimmer, als wenn irgendwo wirklich eine Seite ein bisschen daneben ist. Wirklich so, ja. In Einsamkeit in F. Das war's, Patrick. Danke, trotzdem. Das war's. Blaue Tinten ist dann auch. Schmattis habe ich erst erwiesen, darum lasse ich heute aus. Na, das ist Marco Cinelli vollkommen in Ordnung. Das ist vollkommen in Ordnung. Man muss ja nicht immer, ne? Außerdem ein großzügiger Marco Cinelli. Danke dir vielmals. Da muss man natürlich nicht immer. Man muss gar nicht, so geht es einmal so. Aber wir freuen uns halt natürlich, was gibt. Man kennt fast so und zu jeder Zeit, spül ich den Trottel für die Leid und manches Mal platzt mir der Kragen. Da kennt ein Wurstel, ich da Schlang. Den Kasperl spül, das stört mich nicht. Danke meinem Freund, der zu mir steht. Ein guter Freund hat immer Zeit, mein bester Freund
heißt Einsamkeit und bin einmal ganz allein. So sind wir dennoch immer zwei, ich und mein Freund, die Einsamkeit. Mit ihm bin ständig ich zu zweit und will einmal allein sein, dann lade ich mir ein paar Freunde ein. Wenn ich wo hinkomme, dann sagt man gleich, unterhalt mich, komm, ich lade dich ein. Ja, so mach mein Hetze ungeniert und krieg mein Rausch so finanziert. So lachen wir beim Wein vereint, aber trotzdem bleibt man nur ein Freund. Ein guter Freund hat immer Zeit, mein bester Freund heißt Einsamkeit und bin einmal ganz allein. So sind wir dennoch immer zwei, ich und mein Freund, die Einsamkeit. Mit ihm bin ständig ich zu zweit und will einmal allein sein, dann lade ich mir ein paar Freunde ein. Und hat das Leben das End mir braucht, kein Mensch mehr über mich dann lacht, also mach die Augen langsam zu und geh allein nicht dann zur Ruhe. Nur einer gibt mir noch Geleit. Es ist mein guter alter Freund, die Einsamkeit. Ein guter Freund hat immer Zeit. Und mein bester Freund heißt Einsamkeit. Und bin einmal ganz allein. So sind wir dennoch immer zwei. Ich und mein Freund, die Einsamkeit. Mit ihm bin ständig ich zu zweit und will einmal allein sein, dann schlaf ich einfach ganz tief ein. Jawohl, danke für diesen Wunsch. Spiele ich gern. Manfred Kraft spiele ich auch im Original. Also, die Achtel, danke schön. Ich danke euch schön. Was war das? Die wer war das? Bläutinten, Christoph Acker, die Bläutinten. Meine Kinder, die fliegen und die trotzdem niemals kriegen. Wenn ich falle da recht tief, so schreibe die dir halt einen Brief. So kommt dann mein Lieb, so kommt dann mein Lieb zu dir. So kommt dann mein Lieb zu dir, als blaue Tinten auf Papier. Wenn ich Geld hätte ohne End, für die war ich niemand, den man kennt. Mein Schmäh, der ist für die viel zu tief. Darum schreibe die dir heute einen Brief. So kommt dann mein Lieb. So kommt dann mein Lieb zu dir. So kommt dann dein Lieb zu dir. Als blaue Tinten auf Papier. Okay, jawohl, da ba ba da, ba da di, sa
Ba-dam-dee-bam, bo-was-do-wap-do-way. Ba-ba-dee-ba-bo-ba-boom, ba-dee-ba-doo. So-dee-bum-ba-bum-ba-bum-ba-boom, ba-bee-bum-day. Sa-da-dee-ba-bo-da-ba-bo-da-ba-ba-ba-dee-ba-boom, ba-dee-bo-da-sa-bo-da-be-bua-bua-bua. Wenn ich wisset, was du fühlst, und ich nicht merk, dass du mich willst, hab ich meinen Mut vergraben, ganz dir. So schreibest du mir halt einen Brief. So kommt dann dein Lieb, so kommt dann dein Lieb zu mir, so kommt dann dein Lieb zu mir. Als blaue Tinten auf Papier, auf Papier, bis ich dich spiel. Ja, da habe ich mich jetzt selber überholt, aber wieder eine andere Geschichte. Ich danke euch schön, schau, ich kriege lauter Zuspruch. Die Maggie, die Liedl vom Klaus und die Evergreens von morgen. Ja, das ist ein großes Kompliment. Maggie, das ist ein sehr großes Kompliment. Da danke ich dir schön. Mir war schon super, wenn es Evergreens heute waren, dann könnte ich davon leben. Ich mein Blödsinn auf Lager, nein, wirklich wahr. Was sagt die hätte? Heinze 1795, erster Band, Seite 55. F-Dur ist, wenn ich mich so ausdrücken darf, schon um einen Grad besonnener als das junge, frohe Leben im C-Dur. Das ist aber leibend. Das ist aber leibend, ja. Sehr nett. Susanne Faber am Schoß von der Mama, ja, das werde ich jetzt auch gleich anreißen, glaube ich. Jetzt passt's, gell? Bin ich viel zu spät? Hello, Wuder Huber, du bist nicht zu spät, du bist exakt richtig. Das ist, der Wuder Huber kommt nicht zu spät, er kommt nicht zu früh, er kommt dann, wenn es angemessen ist. Vollkommen in Ordnung, so schaut's aus. Bierkübel-Emoji, jawohl! Alexander Hauser hat auch die Achtelleine. Schau, der Marco Cinelli, das war leibend für euch, wirklich wahr. Aber das ist wirklich ein großes Lob. Schau, der Christoph Acker hat eines. Geil von wem? Weingott am Bisamer, gleich neben der Kirche, Habibi. Lauter Weltnummern, ja, danke dir. Das gefreut mich wirklich. Na, pass auf, dann gehen wir es an. Ne? Es gilt, keine Zeit zu verlieren. Spüren wir es halt. Zuerst einen Schluck. Das gefreut mich wirklich, wenn es euch so taugt, diese Nummern. Und ich spiele es gern. Ich spiele es zunehmend gern. Ich habe die eigenen Nummern nie gern gespielt. Ich weiß auch nicht warum. Weil ich kann nicht sagen, dass mir nicht gefallen, nicht? Aber nein, es gibt schon, ich habe tatsächlich Lieder geschrieben, die gefallen mir nicht. Wirklich, die gibt's, die spiele ich auch nicht gern, die gefallen mir nicht, die will ich nicht, tue ich nicht. Sage ich nicht welche. Von denen ist keiner nicht dabei, was ihr das aufzählt. Pass auf, wenn wir aber mit der Mama anfangen. He? So, wir wünschen, angenehmes Flo beißen müssen und ins Bett, dann in der Schlägel. Buseln, an deinen Herrn Gemahl, ich hoffe, wir sehen uns ja morgen wieder in der Morgenshow. Schickchef Schauer, wer nicht da noch weiß, um was geht, Montag bis Freitag, 9 Uhr, auf YouTube, unseren Kanal und auf Facebook, unseren Kanal, sind wir live. Machen wir einen Kaffeetratsch. So schaut's aus. Schau, gute Nacht, Daniela, gute Nacht, Maxl. Bin heute zur Marktforschung hier, wo der Huber wirklich war. Was forscht denn? Was willst du wissen? Ich sag da was, ich gebe dir Forschung. Wie war das mit der Dominante von F? Ja? Den Witz natürlich, Patrick, den kennen ja nur Pianisten verstehen oder halt Musiker. Wenn der Pianist fragt, was ist die Dominante von F und die Subdominante eigentlich, ne? Eigentlich die Subdominante. Was ist die Subdominante von F? Und der Pianist sagt ihm, F ist die Subdominante.
das ist halt ein Witz, den wirklich nur ein Musiker versteht. Also wenn einer jetzt wirklich keine Ahnung was von Musiktheorien grundlegend und dann versteht er den Witz nicht und das, wenn man einen Witz erklärt, dann ist erst recht noch schlimmer. Ja. Das Engel von Kalau, Jesus, nein, das kann ich gar nicht. Das muss ich wirklich, ich versprich es eh schon lange, aber das muss ich schon. Engel von Kalau ist halt. Kopf gehabt, Knie aufgeschoben und die Finger zwickt und aufgeschiffte Wunden. Ob Skifahrer gezogen oder gar das Handel verbrennt. Als Kind ist mir zur Mama gerannt. Auf der Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was da weh tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man als Kleiner so gern sitzt. Am Schoß von der Mama. Hab Spielzeug verloren, ein Botschen im Radl und ein Fleck in der Schuhe und ein blauer Fleck am Wadel. Ob eingeschossene Schein oder beim Zündern was verbrennt. Als Kind ist mir zur Mama gerannt. Auf der Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was da weh tut. Auf der Schoß von der Mama ist geborgen und beschützt, wo man als Kleiner so gern sitzt. Am Schoß von der Mama. Ist man älter geworden, möchte man das auch gern tun. Man kommt zur Mama zu Haus, trinkt Kaffee und redet sie aus. Drucken manche so, die ja noch so schwer bei der Mama nimmer mehr. Weil du legst dein Kopf auf den Schoß von der Mama, dann ist alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was da weh tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man als Kleiner so gern sitzt. Am Schoß von der Mama. Auf der Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was da weh tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man als Kleiner so gern sitzt. Am Schoß von der Mama. Der Schoß von der Mama. Wir danken herzlichst der Monika Kuri für diesen Text. Ich habe mir nur einen Rahmen gegeben. Danke euch vielmals. Schaut, da kommen eine die Achteln. Wirklich berührend, fein. Klaus, sagt der Wolfgang Gorzke. Danke schön. Ja.
Ja, Weltklasse, schon die Achteln. Danke euch herzlichst. Danke. Was haben wir jetzt noch gesagt? Jesus, nicht, dass ich vergesse. So viele Musiker, wer kann mir erklären, was Rubato ist? Ja, weiß ich nicht. Der Patrick kann das, der weiß das. Rubato. Irgendeine Angabe, die ich auch nicht verstehe. Ist es so? Was? Soll ich liegen? Soll ich auf gescheit machen? Ja. Was haben wir als nächstes Lied? Mein lieber Klaus, ich danke dir für diese Kompositionen. Patrick, ich danke dir. Das ist natürlich beflügelt ja durch die jahrzehntelange Arbeit mit dir, muss man ja sagen. Ich bin gerade noch im Park bei Tai Chi mit dir im Ohr. Der Chat hat zuerst gesponnen. Was? Steckt spät. Es steckt spät. Wo der Huber, jawohl. Im Park beim Tai Chi mit mir im Ohr. Alter, das Tai Chi ist ein Wahnsinn. Was ist das? Weltliner Tai Chi oder was? Weltklasse. Das taugt mir aber voll. Wo der Huber im Park beim Tai Chi im Livestream von die 16er Buben. Das ist wirklich Weltklasse. Ja. Das ist jetzt schon Evergreen, sagt die Maggie. Nice, lieb, danke. Das ist lieb. So, pass auf, jetzt gehen wir weiter. Was haben wir noch gesagt? Pass auf. Zwischen Nussberg und Donau, am Rande von Wien, da liegt ein ganz kleines Dörfle mit kleinen Häusern darin und gleich bei der Kirchen ums Eck, da liegt die Buschenschanktaschle versteckt. Gleich neben der Kirche vom Kohlenberger Dorf, da liegt der Heiriger ganz still und jan. Der Wein ist herrlich und noch ehrlich. Und Musikanten spielen dort auch die alten echten Wiener Lieder vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder und ich find dort Gemütlichkeit. Dort ist noch nichts neu und nicht modernisiert. Vom Essen das Beste findet man dort garantiert. Für Frohsinn, Hamur und für Glickling drin, in der Buschenschanktaschle am Rande von Wien. Klein in der Kirche vom Kohlenberger Dorf, da liegt der Heiriger ganz still und klein. Der Wein ist herrlich und noch ehrlich und Musikanten spielen dort auch die alten echten Wiener Lieder vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder und ich find dort Gemütlichkeit. Ich hab einen Weingarten am Biesenberg. Ich bin dort gern, weil mich kein Mensch dort stört. Ich schau den Riem dort beim Wachsen zu. Ja, ich hab dort meine Hölle Ruhe. In meinem Weingarten am Biesenberg dreht sich die Welt noch recht und nicht verkehrt. Man kann die Vögel dort noch singen hören und am Himmel da siehst die höchsten Sterne. Und nach einem Regen sich die Wolken erst verzogen, dann sehe ich über Wien einen großen Regenbogen. In meinem Weingarten am Biesenberg, das
Fleckerli hat, das mir allein nicht gehört. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das allerbeste Triebviertel Wein. Badabem, de, badabem, babos, wow. Ba, ba, be, badabem, ba. Badabrosito, do vaso, badabi, badabo, bo, 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 badab, do, bibe, do, babo, do, be, ba, bo, wow. Ba, 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 ba. Badibro, sete, badab, babo, bebo, ebo, wow, wow. Skyline von Wien, du lebst in mir drin. Es kann kommen, wer will, die macht keiner hin. Du beruhigst mich und du bist mir vertraut. Du bist mächtig und manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin, den Neidern und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Wow, 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 wow. Wow, was ever way. The whip, vamos jodido, but I've didn't do something. Abado, abado, whip, abado, abado, whip, overside the beast, about the whip, webber, webber, the septum. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin, den Neidern und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Na, na, na. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Jawohl. So, ein Schluck verdient. Jetzt haben wir einen Schluck verdient. Gutzi. Schau, Ludwig saß. Gute Nacht. Muss morgen wieder früh raus. Gute Besserung an Patrick. Danke für die Unterhaltung. Klaus, macht's gut. Ludwig, Busl an deine Frau Gemahlin. Bis. Ja, ist schon 10, gell? Habe die Ehre. Rubato heißt frei im Vortrag. Jo. Geht der Patrick schon schlafen? Ui, Akku gleich bei Wuder Huber. Besten Gruß aus Mädling. Sehr super weitermachen, danke. Wuder Huber, auf dass der Akku wieder soft kriegt. Schön, dass du dabei warst und mich sehr gefreut. Patrick will schlafen gehen, gell? Gute Nacht, meine Lieben. Patrick. Schlaf gut.
Schauen wir, ob es morgen was wird. Jawohl. Klausi, Hut ab, Alexander Hauser, ich danke dir vielmals. Ja. Vielleicht noch ein QR kurz einblenden mit den IBAN und BIC in Textform zwecks Copy. Das war eine gute Idee, das mache ich einmal. Schau, jetzt heute ist wieder einer da. Schmattes, um ein Schmattes wird gebeten. Das ist eine gute Idee. Wudo Huber, das ist eine Idee. Ein QR-Code. Jawohl. IBAN und BIC in Textform. Geil. Sehr leibende Idee. Muss ich mir jetzt anschauen, wie das geht. Bist gescheit. Der Ulrich macht auch Young-Stil, 24er Form. Wahnsinn. Rubato. Kommt im Wiener Lied vor. Manfred Graf sagt das, ja. Das heißt, am Ende soll sich ausgleichen, man wird nicht einfach nur immer schneller oder langsamer. Also ich verstehe, Rubato bedeutet Verlängerung oder Verkürzung, sagt der Patrick. Tempoänderungen etwa in der Singstimme, wenn man verzögert an bestimmten Stellen die Zeit, aber gleich, naja, alles klar. Ja, geraubt, sagt die Maggie, ja, verstehe. Rabato heißt geraubt. In einem Takt oder einer Phrase spielt man zum Beispiel etwas langsamer, dafür im nächsten etwas schneller oder umgekehrt. Das ist ja original. Das ist ein original Wiener Lied. Also im Wiener Lied, das ist ja, besteht nur aus Rubato. Schmattes kommt bei Überweisung. Paul Hartmann, bist Weltbursch. Auch Weltbursch, ich danke dir schön. Man nimmt sie weg, gibt es ja, ja. Also das ist ja diese Zugabeschalter, Patrick. Schau, ist noch gar nicht schlafen gegangen. Ja. Rubato heißt geraubt. Aber spannend, ja. Ja. Es gibt ja auch den Rubato Verlag, wo der relativ viel Wiener Lieder sogar im Verlagsrepertoire drinnen hat, ja. Bin auch da, Klaus. Ja, aber du hast dich verabschiedet. Du hast geschrieben, oder nicht? Weltklasse, sagt Paul Hartmann, danke dir schön. Geil. Sehr leibend, sehr leibend. Das gefällt mir. Aber schau, Rubato. Gibt es wieder ein Lied. Rubato. Also, warte, Schmattes kann ich wieder ausblenden. Gell? Ihr wisst Bescheid. Danke schön für ein Schmattes. Was machen wir noch? Was soll ich noch spielen? Es ist schon 10. Wenn ich so schlafen gehe. Eine wichtige Nummer wir vergessen, meine Freunde. Wahrscheinlich der größte Hit ever, der jemals geschrieben wurde. Einst hat mir meine Mutter gesagt, Bub, wenn dich der Hunger plagt, tu nicht naschen, iss was gescheit, schau, Gemüse hat seinen Reiz. Schamackig, fettig, knusprig und hoffentlich nicht zu gesund, dann hab ich eine K-Version gegen eine zweite Part. Ich war schon im Refrain, hörst da fix die ich brauch keine Brokkoli, weil ich steh nicht sehr auf die, bleibst daheim mit den Exoten, ich will ein Kühl mit Broten. Schamackig, fettig, knusprig und hoffentlich nicht zu gesund, dann hab ich ja keine Aversion gegen eine zweite Portion. Gegen eine zweite Portion. Gegen eine zweite Portion. Gegen eine zweite Portion. Beim Wein darf's nicht fad sein, bei einem Lied musst schön stark sein, sonst hast du die halbe Freude.
Beim Plaudern musst lieb sein und beim Busseln ein Dieb sein. Tust das nicht, tut's das später einmal leid. Das Leben ist ein Hutschen einmal einmal und am schnellsten verfliegt oft eine glückliche Stunde. Drum darfst du niemals fad sein, kommt das Glück, musst schön stark sein. Nagels an, weil sonst fliegst du davon. Das Leben ist ein Hutschen, einmal einmal und am schnellsten verfliegt oft eine glückliche Stunde. Drum darfst niemals fad sein, kommt das Glück, musst schön stark sein. Nagels an, weil sonst fliegst du davon. Jawohl, Johann Gamsiger hat mich erinnert. Jahre schon wohnen wir im gleichen Haus. Wir gehen beieinander ein und aus. Andere Bräuche, andere Sprache. Einer lernt vom anderen nach und nach. Meine Heimat ist da und seine ist fern. Doch das tut uns zwar nicht stehen. Wir haben viel erlebt, waren im Unkig vereint. Ja, wir sind die besten Freund. Happy benennt mich mein Haber. Ich sag, er ist mein Freund. Ich bin ein Wiener und er ist ein Araber, doch ist dasselbe damit gemeint. Happy benennt mich mein Haber. Ich sag, er ist mein Freund. Ich bin ein Wiener und er ist ein Araber, doch ist dasselbe damit gemeint. Unsere Kinder gingen in die gleiche Klasse. Sie spielen miteinander und sie haben viel Spaß. Andere Bräuche und anderes Essen. Aber wir zwei haben das schon lang vergessen. Meine Heimat ist da und seine ist fern. Aber wir zwei, wir haben uns gern. Ja, wir haben viel erlebt, waren im Unkig vereint. Ja, wir sind die allerbesten Freund. Happy benennt mich mein Haber. Ich sag, er ist mein Freund. Ich bin ein Wiener und er ist ein Araber, doch ist dasselbe damit gemeint. Happy benennt mich mein Haber, ich sag, er ist mein Freund. Ich bin ein Wiener und er ist ein Araber, doch ist dasselbe damit gemeint. Mein Freund. Away, 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 away.
fix, jetzt weiß ich nicht weiter. Gestern war ich eingeladen bei einer Feier, gemeinsam mit den Gruber und dem Meier. Oh, das war so festlich und so elegant. Die Gäste waren alle im Sonntagsgewand. Im Anzug und Krawatten waren die ganzen Ehegatten, die Damen im Kostümchen, nobel und doch schlicht. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade, dass das der Loisl heut nicht sieht. Am Anfang war die Stimmung noch ein bisschen flau, aber dann ist das Essen gekommen. Na, und schau, kaum waren die Händel und die Fleischl waren serviert, da hat sich keiner mehr geniert. Oh, das hat sich gestürzt auf die Schnitzel und den Erdäpfelsalat. Na, dass der Loisl nicht dabei war, ist wirklich schade. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade. Allein schon wegen dem guten Erdäpfelsalat. Da trinkt man noch ein paar Schnapseln zum Verdauen. Die Achteln rennen, so schnell kann's gar nicht schauen. Und dann werden auch schon die alten Lieder gesungen. Ja, und das Tanzbein wird geschwungen. Die Meier tanzt Lambada und der Gruber ist kein Vater. Hat sich zu ihr dazu, der Tisch spricht zusammen. Na, Gstudelpur, es ist so schade. Es ist so schade, es ist so schade. Da fällt der Loisl schon dazu. So ist er gegangen bis in die Morgenstunden. Und das hätte der Loisl auch sicher leibend gefunden. Ja, das eine, das sag ich euch. Dem Loisl seine war die schönste Lech. Ja, es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade. Der Loisl ist tot. Hallo. Ja, wo ist er schon? Der Loisl. Der Loisl ist noch reingefahren. Ja. Ja. Weltklasse, Loisl, bitte. Ja, schau, der Christoph Acker hat das gewünscht. Das habe ich gar nicht gelesen, das ist mir spontan eingefallen. Ja. Witz nicht kapiert. Was? Peter? Was für ein Witz haben wir denn schon wieder nicht kapiert? Was, da muss man schon wieder. Da bekommt Flatulenzen gleich eine ganz andere Bedeutung. Flatulenzen und dann klärt auf. Fladern, Rubato. Achso, ja, das ist aber auch erst. Du verlangst von uns ganz schön viel. Peter Brachtl, du verlangst von uns wirklich viel. Die Quetschu, es ist noch schade. Ja, die Quetschu fällt immer. Ja. Aber auch hier Monika Kuri, wie der Patrick richtig sagt, der textliche Urheber. Ja, das ist ja so. Es ist ja so. Aber ich glaube, jetzt habe ich ziemlich bald alle von mir durch, oder? Ich meine, ich habe schon gedacht, die Häuslerfrau, aber ich meine jetzt wirklich, also ohne Quetschen. Ohne Quetschen ist wirklich. Ja. Ja, bravo. Hau den Saueranfang, hau mal Christoph Acker. Mein Schatz, Lisa Häuselfrau, am Friedhof in Stadtlau. Die Handschuhe gelb, das Schürzel blau, mit singt sie, oh, mit singt sie, oh, Stadtlau. Es
Reminiszenz an Stadlau. Oi, pass auf, jetzt machen wir eine Premiere. Aber das zusammenbringen, wir sind ja unter uns. Wie ich klein war, hat der Vater mich oft geführt ins Kasperltheater und mit großen Augen sah Wurstels Lebensweg ich da, wie seinem Weiberl schmeichelt, wie sein weiße Hasel streichelt. Dann da schluckt er seine Frau, warum, das weiß ich nicht genau. Das sind bitterböse Geschichten und der Wurstel kann sich's richten, der mit Tod und Teufel rafft, bis er die Polizei verhafft. Wird das Krokodil gefährlich, ausgehen tut sich alles herrlich. Und ins Büchsel kommt zum Schluss der berühmte Obolus. Da sagt mir der Vater, ich will dir fürs Leben einen Rat, den's verstehen wirst, bis du älter wirst geben. Den Wurstel, mein Lieber, den kann keiner da schlagen. Das kann jedes Kind, das im Bruder war Sohn. Und hat ihm der Teufel mit dem Hammer am Schädel, dem Wurstel Geschicht nix und der Teufel ist der Wedel. Er wurstelt sich durch und er wurstelt sich raus, schaut er nachher vielleicht ganz verwurstelt auch aus. Er kann wie der Wiener a Menge vertragen, aber eins kann man nicht, den Wurstel, da schlagen. Wieder ging ich in den Prater, wieder suchte ich's Kasperltheater, doch zerschlagen und verbrannt war mein Kindermärchenland. Als der Abend am Mond beschienen, sank auf Trümmer und Ruinen, und die Uhr schlug Mitternacht, da ist der Prater aufgewacht. Wieder hört man Lärm und Krochen, durch die Grotten fährt der Trochen, Riesenradl, Ringengespül, dran sich alles im Gewühl. Kalafate majestätisch kommt und grüßt ganz gravitätisch. Und es fängt zu geistern an, wirklich, in der Geisterbahn. Da sagt mir der Wurstel, ich bin noch nicht hin. Ich bin ewig, so ewig wie mein ewiges Wien. Den Wurstel, mein Lieber, den kann keiner da schlagen. Das kann jedes Kind, das im Bruder war Sohn. Und hat ihm der Teufel mit dem Hammer am Schädel, den Wurstel Geschicht nix und der Teufel ist der Wedel. Er wurstelt sich durch und er wurstelt sich raus, schaut er nachher vielleicht ganz verwurstelt raus. Er kann wie der Wiener a Menge vertrauen, aber eins kann man nicht, den er wurstelt, der Schlagen. So schaut's aus, eine Premiere, Freunde. Eine Premiere. Ein Wahnsinn. Fast fehlerfrei, ich meine, fast. Aber Weltklasse, oder? Der Musikflagers Rupat. Ja, es gibt aber einen Manfred Grad, der Rupat hat viel Wienerlieder im Repertoire, jawohl. Die Vorband vom Kasperl, ja, das war das, ich möchte gerüstet sein, wenn wir wieder mal erzähl von der Nummer, die taugt mir. Naja, der Wurstel, den kann keiner da schlagen. Was soll ich da erzählen? Ich kann da nicht viel erzählen. Es ist so, ich weiß jetzt auswendig auch nicht mehr, wer es geschrieben hat. Heinz Konrads hat es berühmt gemacht. So eine alte Nummer. Im Prinzip geht es darum, erste Strophe, zweite Strophe, eben vom Bruder, vom Wurstel, nicht, der Kasperl. Und die zweite Strophe handelt ja dann von der Nachkriegszeit, als der Prater eben zerbombt war alles nicht, war alles hinig, war alles und alles kaputt, nicht? Und eben der Wurstel als Sinnbild für den Wiener, was eigenartig ist, weil der Wiener nicht viel lacht.
Für mich ist diese Nummer schon ein wichtig eigentlich, weil in den Wurstel kann keiner da schlagen, das ist ein Statement. Das ist wirklich ein Statement und damit stellt man sich nicht her und sagt, na uns Wiener nicht oder sonst was, sondern nicht den Wurstel. Nicht irgendwas Hochtrabendes, sondern den Wurstel. Weil der Wurstel wurstelt sich durch, er wurstelt sich raus, schaut er nachher vielleicht ganz verwurstelt aus. Aber man kann ihn nicht erschlagen. Das finde ich eine tolle Geschichte. Und von der Liedgeschichte her, ich weiß, es ist Hans Lang, ich weiß nicht, warte, vielleicht habe ich dort irgendwo die Noten. Warte mal, ich schaue jetzt geschwind nach. Moment einmal. Das machen wir ganz ropato. Nehmen wir gleich weg. Unser Lied, Patrick Rutger stimmt wirklich. Ich schaue, weil wenn ich da irgendwo die Noten haben sollte, dann kann ich da nämlich auch sagen, wer es geschrieben hat. Aber ich weiß nicht, ob ich es da habe. Oh ja, das schaut gut aus. Das schaut gut aus, Moment. Nein, das nicht. Aber da habe ich mir notiert, Zahnriemen. 180.000 oder 10 Jahre. Getriebe, Öl mitspielen, Service groß, 60.000er Intervall. Also das, man sieht das auch Notenblätter mitunter. Da. Nein, aber steht nicht dabei, wer es geschrieben hat. Ja. Steht nicht dabei, leider. Aber lasst sie herausfinden, das ist jetzt keine große Kunst, der Wurstel. Ich glaube, er heißt der Wurstel. Und der historische Kontext macht es definitiv interessant, ja, weil wie gesagt, da geht es immer um vor allem diesen Hans Lang, Manfred Kraft sagt, schau, ich habe mir's gedacht, Hans Lang, ja. Ah ja, Christoph Acker, das Meidlinger L, die Bahner fehlen auch noch, ja, stimmt. Ja. Hans Lang hat das geschrieben, nicht allein, glaube ich, oder Manfred Kraft, weißt du das vielleicht? Auf jeden Fall, ja, ist es halt so entstanden und eben nicht der Bruder, wie wichtig das war und dann war halt der Krieg, dann war alles zerbombt, alles fertig und dann ist man hingegangen und hat sich das angeschaut, war alles ein Trauerspiel, aber der Geist hat noch gelebt und der Geist vom Bruder oder dieser Geist des Wieners, der da drin wird, das wird quasi jetzt symbolisiert, ein bisschen mit dem Wurstel und dann ist ja das wieder errichtet worden und wieder aufgebaut worden, ja. Hans Lang und Erich Meder. Bravo, Patrick, danke. Hans Lang und Erich Meder haben das geschrieben. Und wie gesagt, sehr berühmt gemacht, eigentlich Heinz Konrads. Ja. Erich Meder getextet. Schau, der Franz M. Jawohl. Danke, schön. Der Wurstel. Na, muss ich sagen, wird sicher in unserem Repertoire einen fixen Platz einnehmen. Wir haben schon ein paar Mal gespielt und ich sage mal, dieses Lied ist wirklich hat inhaltlich irgendwie, ja, das könnte sowas sein wie ein, weiß ich nicht, wie halt das Leiblied, der Wurstel. Wenn es zu mir nicht passt, dann weiß ich nicht. Ein zweites Lied, das auch in unser Repertoire reinkommt, bevor ich zu meinen, ich muss das da wieder einrichten, bevor ich zu meinen Lieder kommt, jetzt auch noch, mache ich noch ein anderes, das ebenfalls in unserem Repertoire bereits schon fast, kann man sagen, Eingang gefunden hat. Noch nicht ganz fix, aber es wird passieren. Jetzt muss ich auch nur schauen, wie das wieder geht. Ne? Muss ich schon, ach Gott, na. Muss ich mal überlegen, wie es Intro geht. Ne? Die Welt ist so groß und die Welt ist so reich, doch ist halt das Leben für alle nicht gleich. Es geht durcheinander, es ist kunterbunt und doch ist die bucklige Welt kugelrund. A jeder Mensch hofft und a jeder Mensch flieht, die umsonst nur gelebt. Was nutzt alles Denken, es gibt nur den Schluss. Es kommt schließlich alles, wie es kommen muss. Wenn der Herrgott nicht will, nutzt es gar nix. Sei nicht bös, nicht nervös, sag es war nix.
So was immer, so bleibt es für ewige Zeit. Einmal oben und einmal unten, einmal Freude, einmal Leid. Wenn der Herrgott nicht will, nutzt es gar nix. Schrei nicht bleib schön stumm, denk es war nix. Renn nur nicht gleich verzweifelt und kopflos herum, denn der Herrgott weiß immer warum. Das Leben hat mir eine Weisheit geschenkt. Es kommt immer anders, als man es sich denkt. Darum soll man nie sagen, ich muss und ich will. Der Herrgott entscheidet und du halte still. Sei immer zufrieden mit deinem Geschick. Beneide nicht immer die anderen ums Glück. Wie schnell kann es anders oft sein über Nacht? Das Ende wird immer von oben gemacht. Wenn der Herrgott nicht will, nutzt es gar nix. Sei nicht bös, nicht nervös, sag es war nix. So war's immer, so bleibt es für ewige Zeit. Einmal oben und einmal unten, einmal Freude, einmal Leid. Wenn der Herrgott nicht will, nutzt es gar nix. Schrei nicht bleib schön stumm, denk es war nix. Renn nur nicht gleich verzweifelt und kopflos herum, weil der Herrgott weiß immer warum. Jawohl, wir da kämpfen noch ein bisschen. Also jetzt Text und die Harmonien, ja, was der. Dann denkt man nach, dann schaut man im Chat, dann war es schon wieder. Ne? Dann war es schon wieder. Leute, Pavla Cheese sind schneller als Wikipedia, Markus Bessonik, so schaut's aus. Das ist ja das. Ne? Weil wir müssen halt wenn wir uns wirklich mit Wikipedia messen wollten, dann müssen wir ja quasi einen 24/7 Livestream haben, wo immer ein paar Pavla Cheese dabei sind, die bereit sind, Antworten zu geben. Ne? Das wird eng. Ich bin Wurstel für die Leute, ja. Ja, Christoph Ackert, ja, guter Hinweis, spiele ich den Wurstel für die Leute, eine Textzeile aus der Einsamkeit und ist tatsächlich auf dieses Lied bezogen. Ja. Ist tatsächlich auf dieses Lied bezogen. Hans Moser, bitte Füge tragen. Ja, ja. Schönes Lied, sagt der Musikraum, finde auch. So, Patrick, haut sich eine. Bin müde und nicht so ganz fit. Nur für heute. Also morgen, Patrick, meinst morgen haut es hin, am 9. Bist gestellt? Wie gesagt, wenn nicht, dann nicht. Nicht, dass du da, sollst dich nicht über, Jesus, was mache ich denn da, was mache ich denn da, schau. Die Dauertrinkspiel, was ist jetzt? Es ist weg, Dauertrinkspiel und Werbesendung. So. So, schon, die kann ich nicht bewegen. Schon ist angestürzt, ist wurscht. Ist egal. Patrick wünscht mir gute Nacht, gute Besserung. Ja, schon langsam haben wir eher Schluss machen. Ne? Ich meine, es ist ja Wahnsinn. Oder willst du noch was sehen? Achso, jetzt machen wir noch die Bahner und das Mädlinger Ale, gell? Haben wir dann alle durch von mir? Glaubst du schon? Also alle, die ich kann. Es gibt schon, wie gesagt, gibt schon einen Haufen Leute, aber die kann ich alle nicht mehr. Nicht gescheit zumindest, ja. Wenn ich zu meinem Doktor gehe, tun mir alle Knochen weh. Der sagt mit seinem Doktor grad, das ist altersadäquat. Und solange ich noch was gespielt, lebe ich noch gleichgültig wie. Deprimiert durch die Medizin, hab ich heute noch einen Termin. Himmelfix, ich spür die Bahner, dass ich glaub, ich muss schon warnen. Allweil tut mir alles weh, wenn ich zu meinen Wirten geh.
Mit den alt gedienten Knochen komm ich langsam angekrochen und ich schaff mit letzter Kraft noch den Weg zur Gastwirtschaft. Dort jedoch, es ist ein Wunder, geht auf einmal alles unter, was mich grad noch gestirlt hat. Und ich fühl mich gleich kommod, 3, 4 Glaserl oder mehr, stell meine Gesundheit wieder her. Und ist dann das Wirtshaus aus, da geh ich pumperl gesund nach Haus. Meine Frau macht Frühjahrsputz und sie pfaucht, Zeit zu was nutz, macht ein Arbeitsdefizit wett und hilft beim Putzen mit. Nimm den Besen und kehr auf, putz die Fenster runter rauf, schmeiß den Mist weg, doch ich schau, sterbenskrank, mein Gattin auch. Himmel fix, ich spür die Bahnen, dass ich glaub, ich muss schon warnen. Allweil tut mir alles weh, wenn ich zu meinen Wirten geh. Mit den alt gedienten Knochen komm ich langsam angekrochen und ich schaff mit letzter Kraft noch den Weg zur Gastwirtschaft. Dort jedoch, es ist ein Wunder, geht auf einmal alles unter, was mich grad noch gestirlt hat. Und ich fühl mich gleich kommod, 3, 4 Glaserl oder mehr, stell meine Gesundheit wieder her. Und ist dann das Wirtshaus aus, dann krieg ich pumperl gesund nach Haus. So schaut's aus. Jawohl, jawohl. Ja. Richtig. Der Ulrich sagt richtig, Patrick, heute einfach, wurscht, ob du morgen bei der Morgensendung dabei bist. Richtig, kurier dich aus. So schaut's aus. Wir werden das morgen entspannen, ganz entspannt, ganz kurzfristig entscheiden. Jawohl. Und der Franz wünscht alles Gute. Alexander Hauser haut mir 8 Leine. Dank der recht narrisch. Ich dank der recht narrisch. Jubel verkündet der Christoph Acker. Weltklasse. In Ring gibt's 23 Bezirke, wenn man schaut. Jeder ist in Ordnung, nur bei uns da gibt's einen Laut. Den bringen sie in die anderen Bezirke nicht so hin. Bei uns dagegen kann jeder den Gruder so wie ich. Wenn mich wer fragt, woher ich bin, dem sag ich nicht nur einfach Wien. Ich bin aus Meidlinger Holz und darauf bin ich einfach stolz. Wer Meidling kennt, der weiß das eh. Wir haben den Meidlinger Schmäh. Und wer uns hört, was auf der Stelle. Wir haben das unverfälschte, unfeitale, durch und durch originale, weltberühmte Meidlinger L. Sogar der alte Kaiser hat fast so wie wir geredet. Vielleicht ein wenig nasal, aber Hochdeutsch war das nicht. Wer so redet wie an jeden, der schon abgewachsen ist, bringt Leben in sein Reden. Ja, das weiß man ohne dies, wenn mich wer fragt, woher ich bin. Dem sag ich nicht nur einfach Wien. Ich bin aus Meidlinger Holz und darauf bin ich einfach stolz. Wer Meidling kennt, der weiß das eh. Wir haben den Meidlinger Schmäh. Und wer uns hört, was auf der Stelle. Wir haben das unverfälschte, unfeitale, durch und durch originale, weltberühmte Meidlinger L. Jawohl.
So schaut's aus. Habe ich die auch noch gespielt? Jawohl, habe ich das auch noch. Ein Wahnsinn. Es gibt ja, ich habe dann einige Lieder geschrieben, eigentlich da habe ich eine Zeit lang komponiert, lieber am Klavier. Aber das lag daran, dass ich zu faul war zum Stimmen. Das ist kein Schmäh. Und ich dachte, bevor ich die Gitarre hernehme und stimme, drehe ich das Keyboard auf, tue es auch. Habe ich am Klavier komponiert und da waren einige Nummern dabei, die ich aber dann nie umgesetzt habe auf Gitarre. Kann ich auch nicht mehr wirklich, aber es waren einige dabei. Ich kann das Klavier jetzt auch nicht herzahlen. Ich habe im Studio, wie ich es früher gehabt habe, ich da drunter, habe ich unter dem Tisch das Klavier gehabt. Habe ich jetzt nicht mehr. Da hätte ich das machen können, aber jetzt das Klavier ist da drin. Eieieiei. Heißelfrau beim Taschler von Patrick und den Herrgott, der ohne Quetsch nur weniger als halb so gut ist. Sorry, Klaus. Was nochmal? Für nächste Woche merken. Heißelfrau, alles klar. Beim Taschler von Patrick, ja, ist auch klar. Den Herrgott, achso, wenn der Herrgott nicht will, oder welchen Herrgott meinst, der ohne Quetsch nur weniger als halb so gut. Oder meinst du den Herrgott aus Star? Den habe ich gar nicht gespielt. Aber wie gesagt, da brauchst du dich gar nicht entschuldigen, weil die Quetschen fällt. Stimmt, das ist klar. Das Brennraumlied, ja, das habe ich gut, das habe ich auch gelernt. Aber das kann ich wirklich nicht mehr. das war ja nur ein Schmäh zwischendurch. Und das habe ich auch am Klavier gemacht, ja. Aber da habe ich einige gehabt. Und da wäre ein Lied zum Beispiel, aber das kann ich auf der Gitarre, glaube ich, auch. Ist nicht von mir. Aber auch ein Karl Hodiner. Da hat der Patrick und ich sogar schon ein paar Mal gespielt. Das werden wir. Bin schon im Bett. Patrick, bravo, im Bett noch ein bisschen schauen, ne, mit dem Handy. Im Bett noch mit dem Handy ein bisschen schauen, das ist gescheit. Patrick, das haben wir auch schon ein paar Mal gespielt, gell? Ein Herrgott aus Star, ja, Christoph Fackel, den habe ich nicht gespielt, ja. Das müssen wir jetzt ganz gut, da gehört die Quetsch dazu. Schau nie mit Tränen in den Augen in die Vergangenheit, denn du kommst nie mehr durch die Tür in deine eigene Kinderzeit. Stehst wie ein Bettler nur davor, hörst wie Kinder lachen dann, und das nicht lachen kannst wie sie, da sind die Sorgen schuld daran. Versteh dich nicht, es hat keinen Sinn, denn dich verraten deine Augen. Du kannst doch nie mehr wie ein Kind so sorglos und so glücklich schauen. Geh in die Zukunft, wenn das Glück dir auch entglitt. Nimm dir als Trost den Blick von Kinderaugen mit. Ja, Drachensteig und Tritt abschlagen und Reiberhauptmann spülen und sich mit einem feschen Madel hinterm Haus der Org verkühlen, das war ein Spaß. Das war so klasse, das war ein Gaude, stimmt's, mein Freund. Aber heute spielen wir nicht mehr mit, wir sind verstoßen, wie mir scheint. Und wie wir uns das erste Mal eine ganze Nacht haben ausbleibt-raut, da hat die Mutter stadtfest geschlafen, nur beim Fenster runter geschaut und uns ganz ängstlich gefragt, wo war's denn, dummer Bub? Wenn du nicht heimkommst um die Zeit, hab ich keine Ruhe. Schau nie mit Tränen in den Augen in die Vergangenheit, denn du kommst nie mehr durch die Tür in deine eigene Kinderzeit. Stehst wie ein Bettler nur davor und hörst, wie Kinder lachen dann. Das Lachen kann wie sie, da sind die Sorgen schuld daran. Versteh dich nicht, es hat keinen Sinn, denn dich verraten deine Augen. Du kannst doch nie mehr wie ein Kind so sorglos und so glücklich schauen. Geh in die Zukunft, wenn das Glück dir auch entglitt. Nimm dir als Trost den Blick von Kinderaugen mit. Ich finde ein wunderschönes Lied. Schau nie mit Tränen in den Augen, Karl Hodiner. Weltklasse, wie immer. Ja. Karl der Große, wie der Patrick sagt. Ja, Karl der Große. Ja. Buden, schreibt der Patrick. Rutger, jetzt weiß ich nicht, weil er schon im Bett liegt. Aber jetzt im Fieber spricht, das eine meint oder die Butön meint. Ich glaube, er meint die Butön. Ja.
Der Christoph Acker hat seinen Sauerampfer gelehrt, geschafft und dafür will er Achteln haben und die bietet die Dame wirklich zukommen lassen. Bravo, Christoph Acker Travelvlog, hat seine rote Achteln für den Ackerl und war nicht für den Sauerampfer, dann zumindest für die Haufen Videos, die unzähligen Gigabytes, die ich heute über den ganzen Tag runtergeladen habe, der geschnitten hat. Weltklasse! Extra für den Ackerl. Hotel! 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 Muss man bestellen. Hotel! Hotel! Hotel muss man bestellen. Hotel muss man bestellen. Aber stehst du vom Wirtshaus auf der Schwön, kriegst kein Hotel. Headbanging. Doppler, Doppler, Doppler. Sind viel mehr als zwei Botten. Beim Doppler hast mehr als 2 mal 75, 0,75 Liter. Ergo, da geht noch was rein. Jawohl. Was wir heute bestellen ist 1, 2, 3, 4 Butter. So, ich glaube, jetzt haben wir wirklich einige an Zuschauern verloren. Wo ist Alexander Hauser? Nächste Woche leider nicht am Taschler. Bin in Griechenland, quer durch die Peloponnes. Na bitte. Hier ist Alexander Hauser. Ich meine, ich freue mich für die, was jetzt in Griechenland herumkreist, aber ich meine, nicht beim Taschler zu sein. Oh ja. Ich wünsche dir das Beste. Und ich freue mich, wenn wir uns dann wiedersehen beim Taschler. Auf jeden Fall, danke nochmal für deinen Chianti aus der Toskana. Wir werden schon langsam zum Schluss kommen, weil ich glaube, die Botone wir wirklich nicht austrinken, weil nicht, dass ich es nicht backen würde. Viel ist eh nicht mehr, aber es wird ja dann zu lange und ich möchte euch nicht auf die Folter spannen. Nächste Woche, Montag ist ein Feiertag, bravo Susanne Fabra, aber Pavlatschen bleibt ja. Pavlatschen ist auch an einem Feiertag, nur die Morgensendung. Wie gesagt, die Schiedchef-Schauer, die wird am Montag nicht sein, weil ja eben Feiertag ist. Nicht? Das ist einmal eh klar. Ja. Wie soll ich dann heimkommen? Das fragt der Christoph Acker vollkommen zu Recht. Naja, warte mal. Alexander Hauser, bist nicht du allein in Griechenland? Ist die Frau nicht daheim? Die geht den Acker holen. Da ist er freut, wenn der Weiberl nicht mit war. Ich glaube, ich weiß gar nicht. Wir haben ja immer geredet, nicht? Hast du nicht gesagt, du fährst? Ich glaube, dass die Frau daheim ist. Wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Und das war natürlich ganz großartig. Und sagst du, ich bin zwar in Griechenland, aber sehr, sehr gut. Hol einen Ackerl. Vom Taschler. Weltklasse. Die Megi ist beim Taschler, ne? Da freue ich mich wirklich. Megi, wenn wir uns wieder sehen beim Taschler, da freue ich mich wieder. Gewaltig. Ja. Na, Susanne Faber, wir sind gestellt. Montag Feiertag, aber wir sind gestellt auf die Nacht. Pavlatschen findet statt. Ganz klar. Patrick, es tut mir leid, dass du den nicht verkosten konntest. Aber irgendeinen Wein habe ich ja trinken müssen. Also was soll ich, habe ich mir gleich einen guten genommen. Auf jeden Fall freue ich mich mega beim Taschler. Wir haben, pass auf, nächste Woche, na Moment, jetzt geht es mal rund.
Jetzt nächste Woche am Montag sehen wir uns ja noch. Das sehen wir uns ja noch. Ja, die Martina heute ja, genau. Weltklasse, passt auf. Nein, pass auf, nächste Woche ist einmal klar. Da sehen wir uns Aber, dass wir das auch besprechen. Weil die Woche drauf, also nach Ostern, da haben wir dann. Jesus, nein, aber gut, der Pavlatsch am Montag ist klar. Am Dienstag, das geht euch eigentlich nichts an, aber ich will es nur sagen. Da muss ich vorher noch ein Passfoto machen lassen. Da muss ich gehen, da irgendwo hin, da im Flur gibt es irgendein Amt, wo ich das machen kann, für die IT Austria. Ich meine, das ist jetzt nur was für die Österreicher, die IT Austria. Früher gibt es diese Handysignatur, jetzt gibt es diese IT Austria. Und die kommen bei einer das muss man sich vorstellen, bei der Sozialversicherung, bei der SVS, Sozialversicherung für die Selbstständigen ist es, da komme ich gar nicht erst mehr rein, ohne dieser ID Austria. Jetzt muss man so eine ID Austria lösen, und da habe ich einen Termin jetzt ausgemacht dort, weil das ist alles ein Schmoren. Unglaublich. Geht euch nichts an, ich wollte nur dazwischen wieder mal kurz was loswerden. So, dann geht's los. Am Mittwoch, der 3., da sind wir beim Stippert in Otterkring. Ob noch Zimmer frei sind, Zimmer sind keine mehr frei, aber ob noch ein Platz ist, keine Ahnung, aber ich finde alle Daten auf unserer Homepage, da könnt ihr nachschauen. Mittwoch, 3. April beim Stippert. Donnerstag, 4. April beim Taschler im Kollenberger Dorf. Am Freitag, den 5. spielen wir beim Geburtstag von einem lieben Freund. Das wird auch Untergang wieder, also im besten Sinne. Naja, dann ist schon wieder das Wochenende. Also da geht es rund. Ich muss schauen, ob da irgendwelche wichtigen Termine haben. Ja, am 11. April, ich sage es jetzt mal so vorweg, ich kann es nicht wieder schauen, aber am 11. April spielen wir bei der Eröffnung vom Wiener Lied Festival Wernherrn in Starhof. Da passen wir hin. In Starhof in Wien, was ist der 14. Ne, glaube ich. Und das wird spannend, weil wir haben unseren ersten wir haben 2 Auftritte dort. Einmal im Jugendstiltheater dort um 19:15 Uhr mit Anlage. Ne? Das ist also ein großes Theater mit Anlage, bla bla. Und dann um 20:15 Uhr haben wir immer nur 50 Minuten, so spielen wir, im Pavillon 12, ich weiß nicht, wo der ist, aber auch dort spielen wir dann und dort spielen wir Unplugged. Aber das Spannende ist, um 19:15 Uhr spielen wir und einen Soundcheck haben wir um 15 Uhr. Und das bedeutet, dass wir um 19:15 Uhr ganz sicher nicht nur durch übertriebenen Wasserkonsum auffallen werden. Das kann ich jetzt schon versprechen. Dann Röschenkoller am 12. und am 13. spielen wir, das muss ich auch noch schauen, was das ist, da spielen wir in Bad Schönau, in Bad Schönau, wo ich ja auch daheim bin, mit dem Musikverein Bad Schönau. Gemeinsam haben wir da ein Gestudel beieinander im Skonarium. Das muss ich noch auf die Homepage eintragen. Siehst du, das muss ich mir gleich merken, weil da weiß ich ja noch nichts Näheres, aber da freuen wir uns gewaltig drauf, und das ist. Also das sind ein paar Hinweise. Im Pavillon 5 sind wir nicht, ne? Das ist ein Insider, ja genau, nein, im Pavillon 5 sind wir nicht. Aber, ja, die Frau ist zu Hause, Alexander Hauser, das wird wild. Die rührst da, Christoph Facker ruft die Martina an, hier, ich war zum Anholen. Das war Weltklasse. So, Freunde, ich würde sagen, mit diesen Hinweisen das gefolgt. Ich glaube, wir können das ruhigen Gewissens beschließen. Ich hoffe, ihr habt diese Solo-Pavlatschen mindestens genauso genossen wie eine Doppler-Pavlatschen, wo beide da sind. Aber ich freue mich trotzdem wieder, wenn es wieder passt. Aber in dem Fall, sage ich mal, ist es ja der beste Zeitpunkt, um krank zu sein, unter Anführungszeichen. Weil, naja, eigentlich nicht, weil du hast natürlich einen mörderischen Geburtstag versammelt, Patrick. Du hast versammelt, wie es mir auf die Goschen haut, mitten in der Nacht am Klo, das ganze Haus aufgeweckt. Und natürlich die Pavlatschen. Also eigentlich, wenn du morgen krank geworden warst, hättest du es auch da. Weil da warst du auch bis Ostern gesund gewesen. Ja, aber bitte, man sucht es ja nicht aus. Ich weiß wie es ist. Meine Freunde und Freundinnen, weil wir das ja natürlich auch gendern wollen, ist ganz klar.
ich verabschiede mich mit dem, was ich im Glase habe und danke euch vielmals für euer Dabeisein. Danke für euren Schmattes, den ihr über diverse Wege zu uns zukommen lasst. Wie immer dankbar und wir bleiben am Ball, dass sie was weiter tut, dass das Wienerlied weiterlebt und natürlich im Internet aktiv wird. Und natürlich, weil der Franz M. bringt schon schöne was der Woche allen. Leiwandsteurer Maat, sagt dem Dank der Ski. Aber auch an den Franz anschließend, ich wünsche euch ein gesegnetes Osterfest. Habt es fein. Habt eine schöne Zeit. Und wir sehen uns nach Ostern oder eigentlich nicht nach Ostern, sondern wir sehen uns am Ostermontag. In alter Frische noch. Und auf das freue ich mich. Bis dahin alles Gute. Und wer sonst noch dabei ist und in der Früh dabei sein will, um 9 Uhr natürlich, sind wir gestellt. Bis zum Karfreitag. Mit Shitchef Schauer der Morgen schon. In diesem Sinne Dankeschön und natürlich ein Lidl spiele ich auch noch. Aber jetzt einmal der letzte Schluck. Auf euch, danke vielmals, Prost zum Wohl. Alexander Auser, Weltklasse. Weltklasse Tripferl. Danke dafür. Herr Wirt, ein Vorschlag. Ein letztes Viertel. Der Abend mit euch war wunderschön. Es hat uns gefreut. Aber für heute singen wir das allerletzte Liedl. Weil jetzt ist fürs Heimgehen langsam Zeit. Wir haben heute gesungen und viel gelacht, den Abend miteinander verbracht. Es ist auch gewarnt worden bei manchen Lied. Wir haben was getrunken und haben was gegessen, den Alltag miteinander vergessen, doch sind wir ehrlich, wir werden schon langsam müde. Er wird ein Vorschlag. Ein letztes Viertel, der Abend mit euch war leibend, es hat mich gefreut. Aber für heute singen wir das allerletzte Liedl, weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Wie ich bei meinem letzten Viertel sitz, denk ich an meine blöden Witz und an die schönen Wernerlieder, an die Gemütlichkeit. Wir haben ein paar Stunden gesungen viel, nur gegen ihn wird's langsam still. Und so hat jede Stimmung ihre Zeit. Herr Wirt, ein Vorschlag. Ein allerletztes Viertel. Der Abend mit euch war leibend, es hat uns gefreut. Aber für heute ist das allerletzte Viertel. Jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Jawohl. So schaut's aus. Meine Lieben, ich danke euch vielmals und ich freue mich aufs nächste Mal. Pfiat euch, Baba, Servus.